Was? Was? Wenn jetzt, ohne Scheiß, wenn jetzt der Stream anfängt, Meister, dann scheiße ich mit meiner Schmeißen. Seit wann muss denn ich da im Dashboard rechts oben auf Stream Start drücken? Ist das komplett behindert oder was? Es fängt halt immer noch nicht an. YouTube, ob's mir am Arsch lecken möchtest, hab ich gefragt! Himmelvater nochmal! Lecken möchtest, hab ich gefragt! Ey, hör mich selber! Hör doch bloß 6 Minuten an! Das ist ein scheiß Vogel, dass ich einen scheiß Vogel krieg! Was für eine Drecksscheiße, behindert YouTube! Was? Seit wann muss ich im Dashboard da auf Stream starten drücken? Was ist das für eine Behinderung? Der in Tschernobyl leuchtet von alleine. Gottverfluchte Scheiße nochmal! Drecks YouTube, Drecks Unterkacke! Glaubt, dass ich her scheiß! Haben wir noch keine... Doch, haben wir schon! Keine 5 Minuten nicht da! Und wir glauben schon wieder komplett! Shadow! Es tut mir so leid, ich hoffe, du bist noch nicht abgehauen in Spätschicht. Kuss auf die Nuss, danke dir, geiler Wichser! Timmy Boy, Christus wieder haben, mein Meiker, es ist alles 2. Was unterscheidet den Weihnachtsbaum bei uns mit einem in Tschernobyl? Der in Tschernobyl leuchtet von alleine. Was ich... gibt's... offensichtlich muss ich öfter zu spät kommen. Ich war überhaupt nicht spät! Wir für tote Hotzbahn letzten Zukunft Glück geben. 67 und Aboa ZG Wetchte. Ah ja, Austrian, das hab ich schon besser gesehen. Oh, das hab ich schon besser gesehen. Leute, danke schön. Kuss auf die zum Wasser, sag ich schon nichts mehr. Kruzifix nochmal zu mein Mike eigentlich auch nicht, was soll das? An den Rest, danke schön. So, darf ich jetzt, Moment einmal. Habe! Ich bin's, der Birger, an der Micker, 20 Uhr 8. Heftig, ist schon so gewesen. YouTube hat irgendwas umgestellt, dass man im Dashboard jetzt da rechts oben auf Live gehen drücken muss. Entweder hab ich irgendwas übersehen oder YouTube ist mittendrin. Ja, leck mir am Arsch, Alter. Leck mich bloß am Arsch mit dieser geistig... Komm, hör mir auf! Hör mir auf! So, pass auf, jetzt teilen wir den Stream noch schnell. Kuss auf die Nuss, dankeschön. Das mal jetzt zählt die Scheiße, weil das sowieso nichts funktioniert. Geht der Stream wenigstens? Ja, der Knopf, du hast Like. Herzlichen Glückwunsch mir selbst. So. Jetzt, was ist das wieder? Ist das der alte? Ist das jetzt ein Video geworden oder was ist denn geworden? Was ist das denn? Wieso ist denn da jetzt ein Video? Gott, ich scheiße in den Himmel. Ich mach einen Handstand und scheiße den Himmel auf, ey. Ist das jetzt da ein Livestream oder ist das ein Video? Ich kann überhaupt nichts mehr, Alter. Haben sie jetzt komplett den Verstand verloren. Ja, weil jetzt ist der Heiling, leg mir da am Arsch, oder wir weiß mit nochmal von vorn. Aber der übrigens, der Birger, es ist 10 nach 8, ich fange mal an zum Spielen. Ich sag's euch, was ist, ich weiß nicht, was das war. Kuss auf die Nuss, Domi, Just Mercy, oder danke dir, der Herr Reischl, merci wieder ein Zwickel, Löwenzeit, merci wieder 1,44. Lass dir deinen Haken schmieren. Du Kasperl, ich hab im anderen Stream donated. Ja, ich weiß schon! Ich Kasperl! YouTube Kasperl! Weiß ich nicht, was die wieder machen. Tobo, merci dir! Servus, du Lebensmittelhasser. Servus, du Lebensmittelhasser. Imo eng, es ist schlecht als Koch zum Song. Wir hassen Lebensmittel. Muss ich keine hören. Gesundheitsamt so brillt. Turbo, Kuss auf die Nuss, merci. Toll, die TV-App checkt's nicht. Ich weiß nicht, was da... Ja, immerhin geht's jetzt. Ja, sind wir mal eine Runde zufrieden. Es funktioniert. Im Westen ist YouTube heute Neuland. Das ist richtig. So, was wollen wir jetzt lernen? Wir pimmeln mal gar nicht mehr lange umeinander. Drauf geschissen. Wir spielen wir jetzt. So, den ganzen Rotz da machen wir zu. Zum Kotzen die Scheiße. Ein Äpfel mehr so wieder ein Zwickel. Danke an den ganzen Rest. Tut mir leid. YouTube macht die Spackensachen. Hallo, ich hätte gerne ein Pfund Hirnbrei-Barzletten. Die hat's am Montag gehen. Der Zulieferer braucht noch ein wenig. Jetzt die Hintergrundmusik. So. Freunde der Sonne, kurz also, wir spielen mal eine weitere Runde Supermarket Together. Ich möchte heute nur Pro-Gaming singen und kein Rumgepimmel. Wer wieder auf der Schaltnadel umeinander drückt, der kriegt erstmal saure Umdrehung mit dem Besen. So sieht's aus. Napoleon Bonaparte, kleine Spende bitte, kleine Spende! Merci dir. Schau dir, merci für den Euro. Dann nochmal, schlag mir jetzt in den 8 Stunden alle schöne Stream-Energie von der Mutter Natur, du geiler Wichser! Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Löwensepp, nochmal, Müllermilch, Himbeer eingießen. Nein, die mag ich nicht. Ich liebe Himbeeren, aber ich mag auch Müllermilch, aber Müllermilch, Himbeer mag ich nicht. Schoko oder Vanille. Ganz klassisch. Erdbeer mag ich auch nicht. Ich bin nicht so der Früchtetyp.
So, Leute, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Kann ich da außer tappen, wo man hört die Musik nicht? Nein, leider Gottes nicht. Wie laut soll die Musik sein? Ja! Okay. Machen wir es einfach folgendermaßen. Obacht. Danke für die ganzen Donations. Entschuldigung fürs Spätkommen. YouTube hat einen Stecker im Arschlochcode. Wir spielen heute Supermarket Together. Ihr könnt natürlich auch wieder mitspielen. Spiel kostet nichts, gibt's auf Steam. Wenn jetzt das auch wieder nicht geht, dann flippe ich aus. Ja, möchte ich aber auch hoffen. So, laden. Wir machen erst einmal. Ja, das ist jetzt natürlich ein wenig ein Problem. Das hilft nicht. Da müssen sie, da stellt sich aus, wer diszipliniert ist und wer nicht. Wir drücken auf öffentlich. Im Discord gibt es den Beitrittscode, wie letztes Mal auch im Gaming-Schmerz. Wer zuerst kommt, mal zuerst. So einfach läuft der Hase. Drück jetzt da mal auf Escape. Wird geladen, heißt's. So, Brutto Wosten am Start. Wir gehen mal in. Wo gehen wir hin? Gaming-Schmerz, da gehen wir hin. So. Zack. Was der Flash schreibt, der Stream-Chat ist kaputt. Chat tot. Was? Das gibt's ja nicht. Was ist denn heute? Gehen wir die ersten Leute schon. Es wird in einer Linie aufgestellt. Der Erste, der den Besen nimmt, wird sofort kickt. Der Erste, der den Besen nimmt, wird sofort kickt. So, stell mich da her. In einer Reihe vor mir aufstellen, bis ich gecheckt habe, was los ist. Da, der Chat geht doch. Der Firefighter hat geschrieben, Test. Muss schon gehen. Hat YouTube wieder einen Hänger, das wird schon. Brav in einer Reihe aufstellen. Ah ja, man kann sich stapeln. Das ist schon mal nice to know. Kann man da einfach auflaufen? Okay, ja, müssen wir noch einmal ein Human Tower bauen. Sehr schön. Mein Meinung, Mr. Sanders ist wieder dabei, das Anklopfgerät ist wieder dabei, der, kenn ich so, der Nickelnet war, glaube ich, letztes Mal auch dabei, Flipnase, weiß ich nicht mehr, Gewürzgurke, weiß ich auch nicht mehr, Snoozebein ist dabei, so passt es. So, wer bei 5 nicht verstanden hat, was sie in einer Reihe nebeneinander aufstellen bedeutet, Escape, erstmal alle Berechtigungen raus. Da hat mir der Sprenge darauf hingewiesen. Wenn der Host nur kapiert, wenn man den Leuten verbieten kann, dass da jeder irgendwo umeinander pimmelt, dann passiert sowas auch nicht. Das Problem ist bloß, wenn man einfach rejoint, was ich nicht tue, weil sonst ist der Platz in der Lobby weg, dann haben die Rechte einfach wieder da. Also es ist völlig behindert. Außerdem habe ich gemeint, das ist der Global Chat oder irgend sowas. Was sind das für Symbol sei? Kommt nicht mehr was, wenn ich drüber schreibe. So ist brav, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr steht jetzt da einfach einmal eine Runde sinnlos umeinander. Zingib, jetzt wieder 5. Kaufrausch, auf geht's noch. Wir arbeiten dran. Ich muss jetzt erstmal 5 Sekunden lang oder 2 Minuten lang die Lage sondieren. Okay? Ihr bleibt da stehen und dann kriegt jeder eine Aufgabe zugeteilt. Die ist mir ein bisschen schneller, hoffentlich wie beim letzten Mal. Ich schaue mal, was da drin los ist. So, Gefängnis schaut stabil aus, das schaut stabil aus, das schaut alles stabil aus. Gut, wir haben noch Platz im Kühlschrank. Wir haben $235. Es gibt kein Rumgepimmel. Es wird, ich möchte nur Pro-Gaming sehen. So, was ich jetzt aber noch schnell tue ist. Achtung, oh ne. Das war nix. So hat man das Zeug gedreht, ich weiß das noch. Auf E, so. Dann machen wir so. So, Kühlschränke kommen alle daher. So habe ich jetzt einfach gerade mal schnell beschlossen. So wie es ist. Die Dinger, die haben wir. Die haben wir daher. Und das Ding, die haben wir daher. Da kriegt nämlich mein innerer Monk sonst einen Schlaganfall. Und das ist im laufenden Betrieb ein bisschen schlecht zum Machen. Dann machen wir einen kurzen Blick ins Lager. Und dann geht's schon los da draußen. Oh, schau, wer braucht das drausstellen? Hier haben alle Angst vor dem Kick. So. Geht der Chat mittlerweile bitte. Dono haut bei mir nicht hin. Flo! Ich weiß nicht, was da los ist. Sonntag-Ruhetag, sage ich Dono. Kuss auf die Nuss. Warte mal. Jetzt muss ich erst einmal schauen, was ist da los. Das machen wir jetzt einmal zu da. Habe ich sonst noch irgendwas offen? Nein. Machen wir das auf. Jetzt schaue ich mir mein eigenes Stream. Es gibt nicht, dass der Chat kaputt ist. Was ist denn wieder für eine Behinderung? Was ist denn da heute wieder? Was soll das? So. Chat, Test, 1, 3. Fehler, versuche es noch einmal. Alles klar, der Chat ist kaputt. Ist das der verdammte Ernst? Okay, was gleich bleiben lassen? Nochmal. Tatsächlich ist der Chat kaputt. So, an alle Zuschauer, an alle 900, die da sind. Der YouTube-Chat ist kaputt. Das haben wir noch nie gehabt. Was ist heute? YouTube spackt schon wieder in der Weggeschichte umeinander. Ja, ich versuche euch einfach dann so zu belustigen. Ich weiß auch nicht. Es hilft eh nicht. Was soll man machen? Was soll man machen? Lass pass auf. Ich wegen des Geldes. Super Tag heute. Also der Chat geht noch. Sehr gut. Ingame-Chat. Wenigstens geht Ingame. Brutto Wosten, wir hassen Lebensmittel und lieben Sklavenarbeit. Der Fisch stinkt vom Kopf. Ja, dann halt Blätschmerz, oder? Ja, ist ein guter Blätschmerz, wenn der Chat nicht geht. Ich sehe auf alle Fälle die Reaktionen, sehe ich. Im Chat, wenn jemand auf das Herzal draufdrückt.
Und das ist das Einzige anscheinend, was geht, weil die Herzen eskalieren leicht. So, jetzt warte mal. Hauptmenü. Nein. Optionen. Musik. Nochmal. Optionen wenigstens auf 3. So, passt. So, ihr da draußen seid lauter Brave, enttäuscht die Community nicht. Wir haben keiner drauf reagiert. Was soll denn das wieder? Ja, helft den Leuten, müssen wir durch. Ja, ist uns schon schlimme Sachen passiert. Was soll man machen? Jetzt hätte ich fast gesagt, vielleicht schreibt der eine oder andere irgendwann einmal in den Chat ein, dass der Chat nicht geht. So, da schaut eigentlich alles stabil aus. Den wir auch noch weg da. So, wunderbar. Haben wir da vielleicht ein bisschen mehr Platz? Ja, gut. Das müssen wir noch mit Regale auffüllen. So, da haben wir noch ein leeres Regal. Da ist alles eigentlich ziemlich gut bestückt, genauso wie ich. Und da schaut es auch ganz gut aus. Da unten ist noch ein Regal frei. Da ist noch 4 Regale frei. Vielleicht brauchen wir noch ein Regal. Der Kühlschrank ist frei, das passt. So, unser Lager ist eher so mittelmäßig bestückt. Das passt schon. Das Wichtigste ist das da. Das werde ich in die Hand nehmen. Okay? So. Produkt, weißt du, was wir noch machen? Damit ihr zumindest irgendeinen Chat habt. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, jetzt passt es mir auch. Jetzt machen wir da nämlich so und dann mache ich nämlich mich da auf. Schau, dann könnt ihr wenigstens den Chat im Ingame lesen. Das ist gut. Habt ihr das zum tun? Ihr sollt ja nicht so viel lesen, außerdem könnt ihr Hälfte der Hörerinnen nicht lesen. So, verzeiht mir nichts anderes, ich weiß genau, wie es läuft. Jetzt mache ich meinen eigenen Stream vielleicht wieder zu, das ist vielleicht auch ein bisschen dumm. Chat, hi Chat, da sagt mir alle da unten in den Chat hinein, in den Ingame-Chat, hallo YouTube. So. Kurz einmal, das ist das Allerwichtigste. Damit steht und fällt unser Dasein. Und zwar derjenige, warum haben wir so viel Salz schon wieder, klang ich schon wieder, und so viel Zucker. Salz und Zucker, das geht uns nicht aus. Grundprodukte, dass diese Dinge nicht ausgehen. Weil irgendein Affentyp letzte Woche so schlau war, Tobi, merci wieder einen Euro. Ja, das geht natürlich schon. Chat mal über Tonus. Könntest du mal, Tobi, merci dir, Schluss damit. Auf der Stelle, Kuss auf die Nuss. Irgendjemand war letzte Woche so schlau, dass er uns da diese 4 Dinger da freigeschaltet hat. Unter anderem da hier Level 5. Brot. Was soll ich mit Level 5? Brot. Oh, der Chat geht wieder. Ich glaube, der YouTube-Chat geht wieder. Ich kann zumindest wieder Sachen lesen. Weiß der Teufel, was da los ist. Dafür geht jetzt wahrscheinlich der Stream nicht mehr. Ja, ist eh wurscht. So, niemand schaltet da irgendwas frei. Ja? Fucking no one. Und wenn es jemand gemacht hat, dann weiß ich mittlerweile, wer es war, weil einer von euch grundsätzlich gewesen sein, wenn jemand ausfliegt und jemand rejoint, das ist der einzige mit Rechten, dann weiß ich, wer es war, dann kriegt er einen Fingernasch. So. Und dadurch müssen wir mir die Produktpalette aufrechterhalten. Und das ist echt schwierig, wenn man erstens keinen Platz nicht hat, zweitens kein Geld für einen Platz hat und überhaupt. So, der nächste Step, den ich jetzt in unserer Liste hier einteile, ist, wir brauchen einen Gefrierschrank und dann die gefrorenen Lebensmittel da. Ja, einmal befüllen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht sogar 2 brauchen. Muss ich mir dann selber anschauen. Das kriegen wir schon hin. Und dann schauen wir, dass wir bis da oben kriegen und einmal 2-3 Tage, Arbeitstage hinkriegen, wo jedes Produkt verfügbar ist und Kohle scheffeln. Kuss auf die Nuss. Leute, Dankeschön. Gehen jetzt Donations wieder. Was ist denn jetzt wieder? Traumtänzerin, Wendt, Joe, Tobi, TerraPlace, Tobi, Jan, Tobi. Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt damit. So, das werden wir mal. Draußen stehen ist bestimmt nicht bezahlt. Die Kassiere Gefrier, nein, das wird schon. Hört sich gut an. So, Freunde der Sonne, ihr seid alle stabil da draußen. Wir teilen das jetzt in 4er-Gruppen ein. Wie viele Leute haben wir überhaupt? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Okay. So, die ersten 4. Flipnase, Nickelnator, Mickey Mike, Dominik. Abbachttränen an die Kasse. Los, ihr seid Gruppe 1. Merkt euch das. Ihr seid Gruppe 1. Ich wiederhole, ihr seid Gruppe 1. Wenn ich nachher nämlich einmal sage, tauschen, einmal durchtauschen, Gruppe 1 geht dann die nächste Aufgabe machen und die Gruppe 4 geht dann an die Kasse. Verstehen Sie das? Oder ist es schon wieder 2 verlangt? Muss ich wieder erklären, dass man vorher auf die Schachtel, in die Schachtel reinschaut, bevor man was wegwirft? Stehen jetzt schon drin. So, gibt's den Daumen nach oben. Oh shit, wir haben bloß... Okay, Mickey Mike, du schaust, ob sie es richtig machen, wir haben bloß 3 Kassen. Hoppala. Mein Fehler. So, wir werden heute Lagerbetrieb machen. Das heißt, ich brauche nochmal 4 Leute, die nächsten 4 Leute. Wolfgard, Anklopfgerät. Colonel Sanders, mein Maker. Ihr seid dafür verantwortlich, wenn ich da Sachen kaufe, dass ihr das von da einmal mitkommen, alle 4 einmal mitkommen. Bitte, bitte sehen Sie sich an, was ich Ihnen zu zeigen habe.
Es dauert aber ein bisschen, bis die das in-game hören über den Stream wahrscheinlich, nehme ich an. Bitte folgen Sie mir einmal. Da werden da die Schachteln hingeliefert und dann bringen Sie die ins Lager hinein. Verstehen Sie? Sie bringen diese Schachteln, Sie werfen die da einfach dahin. Und das zweite Team, Gruppe 3 dann, ihr seid Gruppe 2, rammen das dann in das Lager ein. Und die letzte Gruppe hat Scanner und kontrolliert Preise. Haben wir das verstanden? Ja? Okay. Da wird genickt, Mr. Sanders nickt. Und wir machen mal fliegender Wechsel dann. Wenn ich sage, Gruppen weiterrutschen, dann sage ich, Gruppe 1 geht dann, also nur zur Erklärung, Gruppe 1 ist jetzt Kasse. Wenn ich sage, durchtauschen, dann geht die Gruppe 1 ins Lager. Ja, tragt die Sachen von draußen ins Lager. Und die Lagerleute machen das, was ich jetzt der nächsten Gruppen sage. Okay? Alter, wenn wir das hinkriegen. Wenn wir das hinkriegen, Alter, dann flippe ich aus. So, ihr seid Gruppe 2. Gruppe 3. Mein Meiker, was tust du da? Der Fuck, Alter! Hab ich die nicht da mit reingeschickt? Hab ich die nicht ins Lager geschickt? Bin mir nicht sicher, ich glaube schon. Mein Meiker, ab ins Lager! Ab ins Lager! 1, 2, 3, 4 und dann habe ich noch 3. Okay, das passt. Senders, das packen wir, oder? Rein damit, so, passt. Gruppe Nummer 3. Gewürzgurke, Driving Raffi, Romy Roams, Snooze Benny. Ihr seid Gruppe 3. Ihr mitkommen? Mitkommen. Bitte folgen Sie mir. Bitte folgen Sie mir. Was ist mit dem Romy? Was ist denn mit dem Romy? Ja, der hat ein bisschen Verzögerung, hat ein bisschen Lag. Das passt schon. So, ihr nehmt den Scheißdreck da herin, den seht da einer dran, und tragt ihn draußen in die Regale. Okay? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Auf was ihr aufpasst. Schaut's mal her. Da sind 2 Regale mit dem gleichen Artikel gefüllt. Das darf nicht passieren. Okay? Das ist Platzverschwendung. Schrott. Dreck. Herr Lutz, welcome to the squad, die oben übersehen. Kuss auf die Nuss. So. Haben wir das verstanden? Nuss bin ich nickt, alle. Alle nicken, passt. Sounds good. Gruppe 3. So, letzte Gruppe. Lord Katze, Schwerthändler, Flugbison. Ihr seid für Preise verantwortlich. Ja? Einige Scannergerät holen und in einer Tour die Preise kontrollieren. Im Prinzip kontrolliert der eine von euch den anderen. Okay? So. Herr Mühlschuster, was ist da angezeigt worden? Ich weiß nicht, was der, warum, du nützt die aber weiter. Ich hab da gerade eine Ansage an meine Mannschaft zu machen, die alle sauber aufpassen und so diszipliniert sind wie noch nie zuvor. Denise, danke für deinen Fünfer. Brot, Balthasar, merci dir. Herr Lutz, welcome to the squad. Turnuber, Gerald von Plötz, Herr Zeilmeier, Herr Mühlschuster, merci für deinen Zwickel. Warum hackst du YouTuber wieder auf? Weil ich's kann! So. Die Preise werden kontrolliert, damit sie kontrolliert sind. Lord Katze, Schwerthändler, Flugbison, haben wir das verstanden? Ihr seid Gruppe 4. Laden muss erst öffnen, das machen wir gleich. Das mache ich nicht, währenddessen die Ansage macht. Chillt zwar die Kniescheiben. Aber im Grunde hat er recht. So, alle nicken umeinander, passt. So, ihr seid Gruppe 4. Wenn ich nachher sage, so, jeden Tag wechselt man einmal durch, dass jeder was anderes tut, okay? Dann rutscht Gruppe 4 zu Gruppe 1, Gruppe 1 zu 2, 2 zu 3 und so weiter. Versteht das ja jeder? Ihr geht's dann zur Kasse. Ja? Die Laden einräumen, die gehen dann Scangeräte nehmen und Preise kontrollieren und so weiter. Das kriegen wir hin. Schwierig wird halt, wenn es mittendrin einen raushaut und eine neue Person kommt, die gar keine Ahnung von irgendwas hat. Ja, gut, kriegen wir hin. Freunde der Sonne, enttäuschen Sie mich nicht. Und niemand glaubt die scheiß Besen an. Doch einen Besenmann brauchen wir. Hey, ich hab jemanden für einen Besenmann. Mickey Mike. Mickey Mike? Du kriegst das Schönste zum Tor. Warte mal, ich weiß nicht, was die da tun, aber lass mich mal aus. Nein, jetzt warte mal. Wo ist der Mickey Mike? Mickey Mike! Du bist der Auserwählte, du bist der Chosen One. Du holst da einen Besen und wenn du dann Ladendieb sagst, wo ich immer noch nicht recht weiß, wie man den erkennt, dann verdrischst du den. Und jeder, der nicht spurt, den verdrischt auch. Verdrisch einfach Leid. Geh einfach Leid auf den Sack. Das ist eine gute Arbeit. Das gefällt dir bestimmt. So, dann, da die sagen, wir öffnen den Bruttowosten. So sieht's aus. Los geht's. Supermarkt geöffnet. An die Arbeit. Arbeit. So, und ich bin der Dorfdepp, ich schaue mir den ganzen Tag bloß das behinderte Scheiß-Menü an und bestell noch. Damit Leute was zum Tor haben.
So, oh, kleine Info noch zu den Preisen. An die Preise, Leute. Ich weiß nicht, was ihr dort jetzt, aber ich werde es schon wissen. Preise niemals doppelt so hoch wie der Einkaufspreis. Und immer auf ein 10er runden, damit die beim Kassieren schneller sind. Und sich einfacher deren. Okay? Hey, Chef, ich will Gehaltserhöhung. Du kannst einen Kick haben. Was tust denn du da hinten? Was, Benny, was? Ach so, ihr könnt das Ding nicht aufklappen. Oh, wie behindert ist denn das? Oh, mein Gott, wie dumm ist das denn? Ja, okay. Dann verlose ich mich jetzt auf euch. Der Erste, der an die Tafel drückt, dem Scheiß ins Gesicht. So. Niemand kauft Möbelstücke. Niemand tut irgendwas anderes als das, was ich ihm gesagt habe. So, jetzt müsst ihr gehen. Nochmal testen. Nochmal testen. Ich kann Ware nicht scannen. Muss gehen. Probier. Hat er, ja, jetzt geht's schon her. Jetzt geht's! Okay. Niemand! Mir ist eigentlich wurscht, von mir aus kaufst du ein Regal, ist mir egal. Aber bitte druckt's nicht auf der Tafel umeinander. Das ist fucking nochmal alles. Und ich. Was der mit ihm? Kommst du da hinten mal aus, da sag ich das richtig. Spring mal. Ja, Gewürzgurke, ich weiß auch nicht, was du dahinter gekommen bist. Was, Werbung? Alter, YouTube, jetzt reicht's dann wirklich gleich. Ich möchte mit Nachdruck betonen. Ich hab keine Werbung aktiviert, Leute. Gewürzgurke, du schaffst das! Ja, Anklopfgerät, du hast was anderes zum Tor. Hol mal einen Mini-Mic. Hol einen Mini-Mic, der soll nicht da hinten rausdreschen. Was weiß ich, was das jetzt? Ich darf es mit Glitschen probieren. So unter eine, von unten raus. Weißt du, warum haben wir Geld, ich muss zusammenstellen. So, durchgeklickt. 8, 7, 8, 5, 8. Das schaut eigentlich ganz gut aus. Mehl. Mehl, das können wir brauchen. Oh, Barbecue-Sauce, Orangensaft, Ballaststoffgetreide. Kaufen! Draußen links schachteln, einmal ins Lager, vom Lager dann in den Verkaufsraum. Los! Hopp, 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 hopp! Eierschachtel, nehmen wir mit. Was haben wir da? Das schaut so gut aus. Milchprodukte schaut auch nicht schlecht. Vanillejoghurt kann man brauchen, den nehmen wir gleich mal mit. So, kaufen. So, und ich probiere jetzt, wir brauchen einen Gefrierschrank. Gleich mal, den Gefrierschrank kaufe ich. Was kostet der Gefrierschrank? 350. Den stell ich da nicht her. Nein, den stellen wir an die Kasse, den stellen wir da her. Pass auf. Weg jetzt da mit euch! Achtung. Ein bisschen Geld brauchen wir noch. 350, da ist er! So, Gefrierschrank ist am Start. Easy. Muss ich bloß so schauen dann, wie viel das da reinpasst. So. Ja, ihr macht's das schon. Ja, duck die mal. Warte mal. Spring einmal oder so. Ich kann da nicht helfen, das ist blöd. Ich weiß nicht, wie du da hintergekommen bist. Gewürzgurke, da hast du dein eigenes Grab geschaufelt. Ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Gefrorene Lebensmittel. Pizza, Barbecue, Fondue. Fondue, ja, natürlich. Ich kaufe immer das eingefrorene Fondue, was auch sonst. So. Krokanti-Schinken. 155 gekauft. So, jetzt schauen wir uns das mal an, ob die das schon sauber machen. Ja. Ja, ins Lager. Ja, jetzt ist noch schön stoppen, dass man es auch schön sieht. Ihr kriegt dann auch Lagerregale, der zeigt nicht obi. Aber jetzt müssen wir erst einmal in den Trudel des Geldsverdienens reinkommen. Ja? Steht's nicht im Weg umeinander? Das habe ich nicht gefunden. Schwarzer, ja Gott, müssen wir sowieso ankaufen. Haben wir schon wieder 250. Was haben wir da? Fondue. Fondue ist noch nicht drin, Pizza ist noch nicht drin. Dann nehmen wir das da und das da. Dann haben wir alle Gefrierlebensmittel. Kassier doch mal einer noch schneller. Ich hör's nicht piepsen. Na doch, ich hör's piepsen. Piep, piep. Piep, piep, motherfucker, piep, piep. Komm jetzt, Alter, 20 Euro brauchen wir noch. Ja, natürlich krieg ich dann 16. Sperren ins Gefängnis, Bastelwastel, richtig gute Idee. Richtig gute Idee. So, ich hab wieder was gekauft. Gewürzgurke, nicht besser, meine ich auch nicht besser, aber ich sperre jetzt schnell ins Gefängnis, weil normalerweise port's die dann da um. Achtung, bestrafen. Achtung, warte, ich schau noch. Gewürzmann! Da ist er, der Gewürzmann! Hallo Gewürzmann! Ich hoffe, es passt. Ich hoffe, in 10 Sekunden soll jetzt wieder rausgehen. Tipptopp, super Idee. Press F für ein Bastelwastel. Ich weiß nicht, ob er der Erste war, der uns das gesagt hat, aber du weißt, das ist das Erste, was ich gelesen habe. Bloß mit Ruhe. So, mir werden die Produkte dort langsam eingerannt. Wie viel passen denn da eigentlich rein? Was? 2? Okay, leg mir mal, brauchen wir noch einen Gefrierschrank. Brauchen wir noch einen Gefrierschrank, aber passen nicht mehr rein. Oder wie? Das ist ja voll für den Arsch da. Jetzt pass auf, da müssen wir es so machen. Mal, geht's mir auf Zeiten da. Da geht's so stark zu. So, müssen wir so machen. Und dann brauchen wir 350, brauchen wir einen zweiten Gefrierschrank. Ich arbeite dran, Kinder, ich arbeite dran.
Ich arbeite dran. Achtung. Mann, jetzt geht's halt auf Zeiten hier, Vogelwüten, Vogeldeppen. Ja, zweiter Gefrierschrank ist da. Okay, nimmer mehr. Ich kaufe nimmer mehr Gefriergut. Kaufe wieder was anderes. Müssen wir von oben wieder durch. Da ist es alles aus! Pasta, Penne, Wasserflasche, alles aus! 71, 71,10. Können wir uns nicht leisten. Leider, ihr müsst schnell abkassieren. Ja, so geht es schon besser. So, passt. Grundprodukte. Das ist alles da. Das ist alles da. Spaghetti-Box, die nehmen wir mal mit. Ein Hummus. Wer kauft einen Hummus? Leere Schachteln, wer Aufgabe? Scheiße, das stimmt. Wir hatten am wenigsten zum Tor. Die Eiramer-Typen haben wahrscheinlich mehr zum Tor. Die Leute, ja, die Eiramen, haben ja dann auch die leere Schachtel in der Hand. Hinten zum Mülleimer und weggeschmissen. Los. Hab ich Hummus in der Einkaufsbox. Ja, hab gekauft. Macaroni, Sonnenblumenöl, Kartoffeln und der Ökozucker. Und der kostet 390. Wir kämen da niemals vom... Du hast eine TK True gelostet. Was hab ich? Wie, ich habe TK True gelostet? Ich habe jetzt kurz gebraucht, was ein TK True... Ich weiß, was ich gelesen habe. TK True. I lost a TK True. Jetzt pass auf. 260, ja, der haben wir mal, was ist denn da so Schweine? Da ist Sonnenblumenöl! Soll sie die Scheiße leisten, sag mal! Da Fruchtjoghurt und Milchziegel. Milchziegel. Haben wir gekauft! So. Es wird schon. Wo ist denn die ganze Kundschaft? Sag mal. Die finden so viel nicht. Jetzt haben wir eh schon 3 Kassen. Brauchen wir noch eine 4. dann. Ja, das ist alles nicht so einfach. Wir müssen erst einmal hinten kommen. Es hilft nicht. Es hilft nicht. Ranzt die Regale ein! Schaut mal, da ist Pumpenfeuer ist! Ranzt den Schund ein! So, was haben wir da? Fondue. Ah, das ist gefrorene Lebensmittel, da haben wir keinen Platz nicht. Nochmal von vorn. Schauen wir gut aus, da schauen wir auch gut aus. Gott, ich fühle mich echt wie in der Arbeit, das ist zum Kotzen. So, und der Hummus ist schon wieder aus! Nein, das ist überhaupt nicht aus! Hummus! Leute, der Hummus muss ins Regal! Ins Regal muss er! Rein damit! Hummus haben wir da, 5, Kartoffelbrei, Sonnenblumenöl. Können wir es uns mittlerweile leisten? Ja, kaufen. Sonnenblumenöl ist wieder da! Rein damit! Das ist ein Haufen Geld wert! Alles muss rein! Milchprodukte schauen auch noch gut aus, gefrorene Lebensmittel schauen wir einigermaßen gut aus. Jetzt kann man mal nur mehr auf eine Gefriertruhe sparen. Damit wir da die Sachen, die da im Lager umeinander liegen, im Lager helfen so 6. Und im Supermarkt kann man die Leute schlecht ins Lager mitnehmen. Thunfisch, Grundprodukt 3 ist leer. Tatsächlich, das habe ich übersehen. Schau her. Das kaufe ich noch schnell. Grundprodukte sind einfach grundlegend wichtig. Jetzt aber schaut's denn aus, der Rassen. Ich stelle mir jetzt so, was du... Mickey Mike, alles in Ordnung. Du wirst schon, du hast die Aufgabe des Vermöblers. Wenn du jemanden vermöbelst, wirst du schon deinen Grund haben. Wird schon passen. Leute, es ist halb 5, wir brauchen eine Tiefkühltruhe. In Reihe 3. Sind irgendwie mehr Leute da als Kundschaften. Und alle 4 Sekunden gehen irgendwo, alle 4 Millisekunden gehen irgendwo auf. Das habe ich nicht gefunden, das habe ich nicht gefunden. Deine Mama habe ich nicht gefunden, du fetter Huren. Das Lager ist pumpenvoll. Ja, schaut gut aus. Haben wir 209, wir brauchen 350, wir brauchen noch eine Kühlbox. Die stelle ich da daneben hin dann. Und dann müssen wir nach hinten ausbauen, müssen wir auch noch. Ah, ich wollte gerade sagen, YBO, Fass! Aber er hat selber gefasst. Brauche ich nichts sagen. Was soll das? Der Mickey Mike vermöbelt unsere Leute. Oh, nein! 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 Nein, 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 nein! Braver Colonel Sanders. Ihr Affen. So, es gibt einen Gefrierschrank, der muss befüllt werden. Zack. Sollen wir vielleicht gleich 2 kaufen, hä? Nein, nein, so lange können wir nicht warten. Nein, es ist erstmal... Gefrierschrank steht. Bitte einräumen. So, schauen wir da noch mehr. Können wir eh wieder von vorne fangen. Nein, können wir nicht. Reis. Es gibt Reis. Es gibt Baby. Oh, Brot darf niemals ausgehen. Nein, das Brot darf niemals ausgehen. Wird sofort gekauft. Draußen liegen Produkte bereit. Ah, jetzt kommt wieder irgendwas nach. Oh Gott, das kann sich wieder kein Schwanz nicht leisten da und immer dies und dies kaufen. Bevor es ausgeht, der Espresso-Kaffee. Wieso wird denn da nicht da? Das letzte Mal viel schnell abkassiert worden. Ich weiß nicht, was da los ist. Da waren aber auch viel mehr Kundschaften da. Was ist da los? Kann man da nicht einmal irgendwo Werbung machen?
Und ich war euch sehr zu Dank verpflichtet, vermöbelt von mir aus jeden, aber nicht Leute, die was kaufen. Das war super. Wir brauchen die Kohlen. So, wie schaut es da draußen aus? Wie schaut es im Lager aus? Ich werde das schon regeln. Kinder. Wir haben so viel Zucker. Sobald irgendwo ein paar Zucker fein. Was tust du da drin? Espresso-Kaffee. Kaufen. Milchprodukte. Was haben wir da? Frucht schaut eigentlich auch noch stabil aus. Gefrorene Lebensmittel. Pommes. Wer keine Pommes hat, ist raus. Was schaut's da? Ja, aber jetzt gehen wir schon in die richtige Richtung. Wird schon. Solange wir keine Einrichtung mehr kaufen müssen, aber ich fürchte, dass wir die irgendwann kaufen müssen. Nur mal einen Espresso-Kaffee, aber den glaube ich, habe ich gerade gekauft. Scheißegal. Dann haben wir da Fruchtjoghurt. Ich mag überall zweistellig. Pommes sind gekauft. Grüne Bohnen, die nehmen wir auch noch mit. Und jetzt kommen wir zu den Hygieneprodukten. Aber ich kaufe jetzt das da und ich glaube, wir brauchen nur ein Regal. Das wird uns so nicht ausgehen. Wo tun wir das Regal hin? Goddammit. Ah, da macht's kein Jing, das hätte ich gern. So, jetzt probieren wir das einmal schnell so. Und dann haben wir da bei der 4er. Geht's halt jetzt auf Zeiten. Kriegen wir da noch ein Regal ein? Schauen wir mal. Kühlschrank, Gefrierschrank, Lagerregal, Produktregal. Ja, das kriegen wir schon. Jetzt müsst ihr wirklich da. Ich tue euch gerade ein neues Regal herbauen. Achtung. Zack. So, passt. Ja, das kriegen wir schon. Was kostet denn eigentlich ein neuer Abschnitt? Das kostet ein Ladenplan. 500! Den können wir uns leisten. Die Frage ist, welchen, dass wir uns kaufen. Geht das nach der Reihe? Kann ich das aussuchen? Ich weiß nicht. So, Hygiene. Ja, komm, was? Ein Karton Zahnpasta kostet 200 €! Bist du besoffen oder was? Nehmen wir erst die Kleinen. Nehmen wir 1, 2, 3. Das nehmen wir. Und dann nehmen wir noch Ei-Shampoo mit. Ei-Shampoo ist wichtig. Avocado-Shampoo auch wichtig. 405. Einmal noch abkassieren, bitte. Bitte noch einmal abkassieren. Das ist eine große Bestellung. Große Bestellung auf dem Weg. Große Bestellung auf dem Weg. Sofort in die Regale rein. Hopp. Oh, da steht. Wieso warten die 4 Leute, die nicht zeigen, wo da draußen einer rammen sollen? Ah ja, okay, ja, das so ist brav. Bin ich schon statt. So ist er brav. Und es macht weiterhin Katsching. So hätte ich das gern. So, was haben wir noch? Zahnpasta. Kaufen wir uns einen Beutel Zahnpasta. Scheißpapier ist drin. Ja, das schaut doch gut aus. Hab mir ein Beutel Zahnpasta bestellt. Die haben brav. Du weißt überhaupt nichts, du. Wir haben keine Regale, du Vogel. Wo? Keine Regale? Ich hab doch gerade uns gekauft. Da, hier, Regal, du Vogel. Ich sag 3. Du Vogel! Da ist uns frei. Überall ist uns frei. Da zimmern wir auch noch an sie. Vielleicht kriegen wir das Geld für das Regal heute noch zusammen. Was tut denn ihr da? Um einen Breakdancen. So. Vogel! Badegel? Nein, wir kaufen nur ein Regal. Ich kaufe euch nur ein Regal. Achtung. Das stellen wir da in den Sieg gerne. So. Ist jetzt die Batterie vom Pipser ausgegangen oder was war denn das jetzt? Ja! Was hat der andere da hinten geschrieben? Das habe ich nicht gefunden. Kackdose. Oh, kontrolliert eigentlich nur irgendjemand Preise? Die Lord Katze. Ich weiß nicht, was die Lord Katze tut, aber ich glaube, ja, ich weiß nicht, was da hat. Ich glaube, es ist ein Schlaganfall gerade kurz. Ja, da gibt es auf den Dates, dann das wird dann schon wieder. So. Ein ins Viech. Schauen wir mal. Produktbestellung. Wir schauen mal aus. Jetzt sind wir schon fast ganz unten. Da schauen wir richtig gut aus. So. Wieder von oben angefangen. Reis bestellen. Und Sim, nehmen wir gleich noch Ketchup mit. Dann haben wir nicht so viel Geld. Da habe ich eigentlich mit mehreren gerechnet. Sag ich dir, was ist. 190 gekauft. Regale befüllen. Los. Es ist schon 22:30 Uhr, Kinder. 22:30 Uhr. Ein neuer Tag beginnt. Ist gescheit dunkel, das stimmt. Man kann, habe ich rausgefunden, habe ich mir auch nicht gecheckt, dass man diese Tablets da nehmen kann. Und dann kann man so Sachen kaufen wie, warte mal, ein Licht. Also, das pflanzt jetzt drauf, das kostet bloß 30, das ist okay, das kann man verkraften. Da, zack, überall kann ein Licht aufgeschissen. Da kann ein Licht aufgeschissen. Und da kann ein Licht aufgeschissen. Und da kann ein Licht aufgeschissen. Über die Kasse kann ein Licht aufgeschissen. Licht aufgeschissen.
Licht aufgeschissen. Licht aufgeschissen. Können wir nur Licht aufscheißen? Nur Licht aufgeschissen. Schaust da! So, wie wirft man das Klump gleich wieder weg? Warte mal. F, glaube ich, gell? Jetzt habe ich so einen Bon geworfen, das wollte ich nicht. Und? Das ist ein Einkaufstablet. Schaut gut aus! So, wir gehen noch einmal durch. Was haben wir da? Supreme Flur! Der Supreme Flur. Und dann kaufe ich jetzt schon. Können wir noch was Kleines kaufen? Zucker können wir uns... Zucker! Wir haben noch 5000 Kilo Zucker im Lager. Wieso ist der Zucker leer? Das glaube ich eigentlich nicht. Da, das ist doch Zucker, oder nicht? Nein, das ist brauner Zucker. Entschuldigung. Ja, das war leicht rassistisch, aber das hilft mir nicht. Okay, Entschuldigung. Wo kommt das ganze Geld eigentlich her? Warum haben da, wollen wir da wieder $300 da? Ich verstehe nicht. Ich kaufe noch schnell ein, bis Kundschaft fort ist. Das, wie viel haben wir? 296 geht noch. Und dann nehmen wir noch das mit. So, einräumen, zackig, zackig, der neue Tag beginnt. Kasse 4, wo? Die kaufen wir am morgigen Tag. Kaufen wir die. So, wenn der neue Tag beginnt, wir versammeln uns erst draußen wieder in einer Linie und dann haben wir's. Ah, sollen die Leute alle einräumen, der jetzt alle Schachteln da hin, wo sie kehren, der jetzt die Scan-Geräte zurücklegen. Mein Gott, die kommen vor wie eine Inventur, oder? Und wenn ich erwischt, dass ein Scan-Gerät liegen lässt, du fix! Das scheiß Spiel macht so viel Flashback, ich krieg einen Vogel. Oh, da wird sortiert, Gewürzgurke, ich bin stolz. Gewürzgurken, Mann, ich bin stolz. Das da hinten ist das Kartoffelregal. Ich hab's schon gesehen, dass da halbe bloß 4 oder 5 reingingen pro Zeile, das ist schon in Ordnung. Kommen wir mal. Haben wir's? Jeder, der seine Arbeit abgeschlossen hat, bitte raus auf die Straße und in einer Linie aufstellen. Auch an dem heutigen Tag schon. Weil sonst nicht weiß, was da noch passiert und was nicht. Das kennst die Schichtler vom Morgen. Das kennst die Schichtler vom Morgen sagen. Lass liegen, Benni. Regal, Lager, Regal. Was? Also, ja, das ist die Kette. Ja, ich verstehe schon. Schau hier, wie brav das soll ich sein. Schau dir das so, wie brav das soll ich sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verlange einen F in den Chat. Was meinst du, guckt da noch der Snooze-Benni, der Snooze-Benni? Abflug jetzt! Hm? Raffi? Alter, tragt's die leeren Schachteln raus. Das ist das Allerwichtigste, ja. Ich hab bloß schon nicht geschaut, ob da noch was drin ist. Wie hast du das jetzt gemacht? Hab's zusammengebracht, hab ich selber können. Ein F für den Chat, für den Sauf. Ich weiß nicht, was der Raffi hat, aber der ist, glaube ich, schnell, ja, weiß ich nicht, der hat einen Nervenzusammenbruch im Scheißhaus. Passiert die Besten. Passiert mir auch schon passiert. In der Arbeit. Ich bin ganz ehrlich, schau dir diesen Sauf an. Ich mach schnell ein Foto. Schau dir diesen Sauf an, Alter. Meinst du wirklich? Ich hab nur Pro-Gaming gesehen. Ich hoffe, jeder weiß aus seinen Gruppen. Gruppe 1, 2, 3, 4. Aber ich beende jetzt den Tag und dann wird durchtauscht. Gruppe 1 geht zu Gruppe 2, also Kasse geht zu Lageristen. Lageristen gehen zu Regaleiräumer gehen Preise scannen. Okay? Das kriegen wir hin. Ohne, dass ich das jetzt lange erklären muss. Das kriegen wir hin. Achtung. Jetzt bin ich gespannt, wie das wir vertickt haben. Also es geht ja wieder automatisch weg. Nicht gefundene Produkte sind wir 30. Zu teure Produkte 11. So nicht! Franchise-Erfahrung, Einkommen 4, wir haben ein Minus, ja gut, wir haben einen Haufen Zeit gekauft, 5000 Umsatz. Wir merken uns, 5k Umsatz, für das ist der Chat da. Press, es gibt ein Any Key to continue. Fucking finally! Ha! Kosten der gekauften Produkte, wir haben für 3.400 Euro Produkte gekauft. Mietkosten, Stromkosten, Löhne der Mitarbeiter 0. Bruttokosten! Wir hassen nicht nur Lebensmittel, sondern auch jeden, der da arbeitet. Sonstige Kosten minus 1.820. Was auch immer das ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich die Regale und so. Press any key! So, der nächste Tag hat begonnen. Es ist die Frage, ob sie alle noch mehr aufstehen, so wie ich es gesagt habe, oder ob es gleich... Ja, oh, da wird schon losgestürmt. Ah, ich sag, ja, weißt du was, da haben wir gleich Laumen an. Ja, Zeitverschwendung. Guten Morgen Gespräch, was soll die Scheiße eigentlich? Freunde der Sonne, los geht's! Supermarkt ist geöffnet! Zack, 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 zack! Alter. Ist die Kasse besetzt? Da ist eine Kasse frei, hallo? Das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Oh, Laserschwerthändler, der regelt das. So, passt. Was da, ist jetzt schon wieder abkassiert worden? Ach, wir kriegen jetzt mal, wenn ich bei Schachtel wegwirft, der Larry da hinten, wird abkassiert. So, jetzt müssen wir erst mal ein bisschen auf Kundschaft warten.
bitte schaut, dass nicht zwei gleiche Produkte in mehrere Regale drin sind, weil es nur Platz braucht. Was braucht man? Jetzt muss ich selber mal die Lage sondieren da. Ja, immer nur ein Regal. Kriegen wir da noch ein Regal? Wahrscheinlich nicht, gell? Warte, ich probier's mal schnell. Wenn es ist, dann nehmen wir das da her. Dann machen wir das so. Und dann kriegen wir da vielleicht noch einen seiner. So, die ersten Kundschaften sind da. Bitte wieder Hosen anziehen und dann schauen wir weiter. Mein Meiker ist der Oberlagerist. Es wäre noch geil, wenn es die Schachteln so hier riecht, dass man vorne ein Symbol. Kann das sein, dass ich hab nichts, du hast nichts gesehen? Ich hab nichts gesehen, du hast nichts gesehen. Gehen wir einfach aus dem Lager aus, das war schon so. Tschüss. Tschüss dann. Tschüss. Tschüss mit Ö. Lagerregale kannten was kostet das scheiß Lagerregal? 300! Ja, tut mir leid, liebe Lageristen, ihr müsst auf ein Lagerregal warten. Wir kriegen noch nicht einmal die ganzen Produkte da heraus und wie soll man das da drin unterkriegen? Sauber ankassieren. Wieso ist da an Kasse 3 Corner? So, da ist schon jemand. Okay, du schaust mal so. Meld da ist der Laserschwert. Hau ab jetzt und kassieren. Kommt da überhaupt jemand zum Zahlen, wenn du da so drin hängst? Sag mal! Wieso? Gibt da überhaupt jemand zum Zahlen? Dann haben wir schon wieder 244, ich kann schon wieder Produkte kaufen. Achtung, Produkte kaufen. Vanillejoghurt, gekauft. Gefrorene Lebensmittel, Pizza, Crocanti-Schinken, gekauft. Einfüllen. Haben wir da noch was? Nein. Oh, wir haben es bald. Wir kriegen es schon. Wir brauchen noch ein Lagerregal. Ja, wahrscheinlich brauchen wir sogar zwei. Brauchen wir erstmal die Kohlen für 2 Lagerregale, damit wir die restlichen 2 Kategorien unterbringen. Was liegt denn da für... Wir hatten da einen Boni geschissen. Was ist denn das? Was ist denn das? Wo ist der Besenmann? Hol dir mal ein paar Besen! Haben wir irgendjemanden, der nichts zum tun hat, der in Gruppe 2... Nein, in Gruppe 4 war? Irgendjemand braucht ein Bett. Da hat irgendjemand einen Boni geschissen! Wer ist der? Anklopfgerät! Und... Wer kennt das nicht? Stellst dem Edeka, kleines Kind, hat wieder mal irgendwo in Reihe 3 hingespielt, kommt der Mitarbeiter, putzt es so zusammen, rutscht mit dem Besen ab und haut dir an den Pfosten, weil es dann einfach bloß zur falschen Zeit am falschen Ort warst. Sus, Benni, ich weiß nicht, was sagt er uns? Ich bin schon fort. Was ist? 440, oh, wir brauchen ein Regal! Achtung, ich baue da ein Regal hinten. Ich baue ein Regal, Produktregal. Zack. Können wir gleich noch eins bauen. Produktregal. Achtung. Warte mal. Ist das genau die Mitte? Ja, dann wird es halt da ein wenig eng, aber das ist ja wurscht. Das ist ja wurscht, Kinder. Wir kaufen dann das Eck da. Das kaufen wir dann gleich, dann ist wieder Platz, schieben wir alles hinter, dann ist das Chibidi-Bibidi. Verstehen Sie? Achtung. Was? Muss ich mal anstrengen. Was? Ah, so, Regale sind gekauft. Jetzt brauchen wir Produkte. Oder soll ich diesen Lagerpunkt da kaufen? Gefriertruhe, Zucker haben wir zum Saufwurden. Ich glaube, wir sind zu viel Etikettierer. Man kann nie genug Etikettierer haben. Lasst euch das gesagt sein. Schaut lieber mal, ob da noch irgendjemand am Bono geschissen hat. Wann scheißt der jemand am Bono? Ist das? Nein, ich hab keine Ahnung. So, 281. Gehen wir nochmal durch. Pasta Penne. Kaufen. Grundprodukte. Olivenöl. Also Olivenöl kostet 326. Möchtest du mich bloß da verarschen? Dann sollst du dann, weiß ich nicht, dann koch mit der Butter, du fettes Arschloch. So, Ballaststoffgetreide. die kriegen wir, haben wir, Sonnenblumenöl. Achso, das waren 2 verschiedene, gut. Nochmal ein Beil Kartoffeln braucht das Volk. Und bekanntermaßen, wir sind das Volk. So, das und das brauchen wir. So, ich kaufe übrigens Produkte. Schnell in die Regale rein. Hopp, hopp. Das scheißes Papier kostet bloß $27. Das lasse ich mir eingehen. Ja, koche ich dann mit dem. So, Keksdose. Da habe ich schon ein paar Mal gelesen, dass die nicht gefunden wird. Maxi-Tüte. Und Chips. 2,8. Hallo! Da kann man mal schnell 2 Euro leihen. Jetzt halt. Kaufen. Spaghetti fehlt da. Ja, da fehlt noch so einiges. Ich muss aber ein bisschen... Ah, schau, wir wachsen schon. Ja, wir wachsen und gedeihen. Wir kriegen es hin. Ja, schaut schon stabil aus. Alles gut. Preise müssen... Leute, geht's einmal durch Preise durch, die müssen kontrolliert werden.
Da irgendwas, glaube ich, da meine ich, stimmt was nicht. 11 Produkte waren zu teuer. Nochmal. Ich kann es euch ja nochmal schnell sagen, bis wieder ein bisschen Geld da ist. Achtung. Und zwar, gehen wir da her. Dann steht da unten Marktpreis 1,58. Dann darfst du quasi nicht über 3,16 Euro hinaus sein. Bei dem Preis, den du einstellst. Und wir runden wir dann ab. Immer abrunden, niemals aufrunden. Das doesn't make a sense. Immer abrunden aufs Zehnerl genau. 3,10 Euro, genau richtig. Perfetto. Perfetto. Ja, ich gehe schon wieder aus dem Weg. Lass die Leute noch zahlen. Können wir vorher wie Medica. So, was brauchen wir? Brauchen wir noch eine Gefriertruhe? Brauchen wir noch eine Gefriertruhe? Komm mal jemand aus dem Team. Hallo, bitte eine Nachricht ans Team. Brauchen wir noch eine Gefriertruhe? Gefriertruhe bitte. Kann das sein, dass er sagt, ja, danke schön. Ich kaufe da eine Gefriertruhe, was? Das ist so geil. Das ist so geil. Ich hab gewusst, dass das Spaß macht in dem Moment, wo man selber... Ah! Tu du deine Bratzen da von der Tofi weg. I fucking double uber dare you. Brauchen wir eine vierte Kasse oder was? Ah, ich glaube, die brauchen wir noch nicht. Nein, das ist noch nicht so wichtig. 3 Kassen sind nicht stabil. Wir müssen die Produkte erst einmal ins Lager bringen. Süßer Bonbäck und ein Nutella. Los! Schokoladenpulver. Los! Ausgüsse, nein, Aufgüsse. Da, hier, Zitronentee. Jetzt schauen wir, was das alles insgesamt kostet. 596. $100 brauchen wir noch, dann haben wir alle Dinger drin. Los! Was haben wir da wieder mit 600? Ja! Kaufen! Storno mit Schlüssel, Stornokasse 2, freischalten incoming. Nix. Niemand schaltet jetzt da irgendeine Scheiße frei. Jetzt haben wir gerade wieder die guten Ausgüsse. So, brauchen wir noch. Spamt's mal ruhig an Chat in Ingame. Wer von denen, die mitspielen, Main kennt's im DC? Ja, ihr könnt euch natürlich auch gerne ins Discord einsetzen, die von den Leuten, die Ingame sind. Ja, natürlich. Ist jetzt. Ich glaube. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, es ist einigermaßen verständlich, wenn ich mich da nicht einsitze, weil, ja, dieses Chaos, was das was ist. Mit 16 Leuten. Wir gehen ein bisschen von draußen zu. Schaut schon stabil aus, schön. Brutto Wosten. Wir hassen Lebensmittel. Das dauert ein bisschen. Für die nicht wissen, wo der. Pasta Penne geht aus! Ah! Bin schon unterwegs. $250. Da kann man schon mehr einkaufen. Können wir wieder von oben fangen. Pass auf. Das ist ja gut. Als Grundprodukte 1, ja, kriegst du mal Margarine, Olivenöl. Das ist so schweineteuer. Aber das müssen wir irgendwann kaufen. Senfsauce, das ist auch schweineteuer. Spaghetti-Box, die nehmen wir mit. Kaufen. Ist schon einkauft. Abflug. Der Ingame-Voice war halt noch geil. Müssen die zwar jedem verbieten und ich muss bloß umeinander blären und ab und zu. Ja, gut, eigentlich witzig war's schon. So, was haben wir da? Sonnenblumenöl. Das Scheißöl ist so schweißteuer. Aber kann man schon mal schauen, was für Skills da noch gibt in dem Skillbaum. Das stimmt. Schauen wir mal, was da noch so gibt. Was haben wir da? Limonaden. Also halt einfach nur Produktgruppen. Schätze ich mal. Was haben wir da noch? Eine WLAN-Verbindung? Zieht mehr Kunden an pro Tag? Was ist das? Concierge, okay. Ganz klarer. Was ist das? Kassiererausbildung. Mitarbeiter werden Produkte an der Kasse schneller abwickeln. Brauchen wir nicht. Was haben wir da? Kostenlose Energy Drinks. Mitarbeiter bewegen sich 20% schneller. Ja, das sind so Mitarbeiter-NPC-Skills, wenn du Solo spielst. Was ist das da? Marketingkurse. Mitarbeiter generieren 10% mehr Geld an der Kasse. Was ist das wieder für Scheiß? Das habe ich da vorher schon geschrieben, Hirsel. Was? Ja, brauchen wir. Jetzt schauen wir erst einmal, dass wir die Regale dauerhaft vollkriegen. Hier Macaroni, Sonnenblumenöl. Brauner Zucker. Rohrzuckerbox. Hummus. Der ist schon wieder aus. Die Leute lieben Hummus offensichtlich. O-Saft. Und Senfsauce. Und schon ist das ganze Geld wieder weg. Zahlst du schon unter Mindestlohn, oder? Ich zahle überhaupt gar keinen. Dürfen froh sein, dass da sind. Müssen wir da ein wenig zusammenhalten. Sally M, danke für deinen Zwickel übrigens. Mike, merci dir für deinen Resub. Zahlmaß, merci für deinen Zwickel 50. Schleinkhofer, merci für den Euro. Denise, merci für den 5. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Heute ist ein bisschen ein chaotischer Tag. Aber, was ist muss ja da, der Nickel schreibt, wir zahlen, um hier arbeiten zu gehen. Das ist richtig. Also im Prinzip, meine Mitarbeiter zahlen Eintritt. Ja? Damit sie Teil des tollen Projekts sein dürfen. Wo ist da? Ich wollte gerade sagen, warum ist der Orangensaft noch nicht eingerammt? Barbecue-Sauce haben wir auch schon wieder keine mehr.
So, schwarzer Kaffee, Grundprodukte. Oh, da schaut's gut aus. Kartoffelbrei, Basmati-Reis, rein, brauner Zucker. So, rammst du mit dem brauner Zucker ein? Da liegt 80. Kartoffel nehmen wir noch mit. 274, jawohl. Milchprodukte. 5, 1, Milchziegel nehmen wir mit. Gefrorene Lebensmittel, Fondue ist ausgegangen. Das ist mein Kleid. Und das Ding da, 174, 100 Hygieneartikel. Da, Scheißpapier. Die Leute, da die einen Tosen scheißen bei dem. So, Süßigkeiten haben wir. Süßigkeiten werden nicht verkauft. Wir haben alle Produkte drin. Jetzt müssen wir Geld verdienen, Leute. Geld verdienen! Schaut gut aus. Zucker haben wir immer noch zum Saufen. 167 im Regal, 141 im Lager. Welches dämliche Arschloch hat denn da letztes Jahr? Letztes Jahr, ja. Letzten Mittwoch so viel Scheiße gekauft. Der Hopfensaft ist aus. Da ist der Hopfensaft. Tatsächlich. Hopfensaft ist gekauft. Pfeffer wird auch gekauft. Was haben wir da? Überall muss es zweistellig sein. Schwarzer Kaffee. Gekauft. Meine ich auch gleich mit, weil es wurscht ist. So, jetzt muss ich das Lager akklimatisieren, Freunde der Sonne. Ha? Rammt die Scheiße ein. Wenn wir nur ein Regal brauchen, dann... Hier, Magerkäse kannst du haben. Oh, Fondue ist immer noch nicht eingerannt. Fondue und der Kroganti-Schinken. Es werden zwingend Leute geschlagen. Kackjet. Wir haben die klare Anweisung, vermöbelt wird hier niemand. Warum muss ich eigentlich in der Managerabteilung in der Finstern hocken? Kann man das mal etwas sagen? Du hast mir eine Lady jetzt da. Da, aufgezimmert. Da, ja. Das leiste mir jetzt, ja. Von meinem Managergehalt. Und da hier im Lager soll es auch ein Licht kriegen. Da. Sind wir aber da, ja. So. Besser. Kriegst sogar 2, schau her. Das schaut doch gut aus. So. Jetzt werfen wir das Dreckstablet, werfen wir wieder da hin. So, schafft man noch $500 bis zum Ladenschluss, damit wir da hinten das Eck kaufen können. Mal schauen wir aus. Was ist denn mit denen, die so komisch schauen da? Werden die schon vermöbelt ordentlich? Oder was ist da los? Das habe ich nicht gefunden. Kartoffelbrei. Der fette Mama habe ich auch nicht gefunden. Was ist jetzt da wieder los? Fondue. Wo? Fondue einrahmen. Gut Spee. Ich liebe es. Oh, da geht's ja nur zu mit Sau. Jetzt kaufen wir das Ladenstück, geil. Warte mal. Lagerplatz kaufen, den brauchen wir nicht. Ladenplatz. Zack. So, dann stellen wir schnell um. Achtung. Hoppala. So. Ja. Ja. Okay. Die steht nicht sauber. Da ist aber auch so viel los da. Fix. So. Warte mal. Der muss schon sauber stehen. Haben wir nicht bei den Hottentoten. Haben wir da bei Brutto Wosten. Wieso kann ich das jetzt da wieder hinstellen? Was ist das für Blödsinn? Ach, weil da das Ding ist. Okay. Ja, gut, bin schon stark. Geht nicht. Geht da nicht, China. Hilft dem nicht. Da ist dann noch Platz für die Kasse. Und da können wir noch 2 Regale hinzimmern. Was wir jetzt auch da werden. Sag ich der Tante. Die stellen wir Tante da her. Und so. Und so. Schau dir die so. Wir wachsen und gedeihen, Leute. Wir wachsen und gedeihen. So, dann kaufen wir mal wieder nach. Nur einmal einen runden Eirahmen, Honigmüsli. Kaufen. Haben wir noch 8 von Mehl. Kaufen. Schauen wir da aus. Schauen wir auch gut aus. Da schauen wir überall gut aus. Schau dir die so. Kartoffel, Langkornreis. Gehört auch mal wieder gekauft. Was haben wir da? Da, das wird jetzt teuer. Aber das hilft nicht. Da wird immer noch abkassiert. Die Herr immer noch schäbern. Räumen, räumen, räumen! Oh, Scheißpapier! Vielleicht sollten wir mal 2 Regale Scheißhauspapier aufmachen, Leute. Oder vielleicht sogar 3. Ja, Badegel, Handseife. Das wird das gute Stück Maxi-Tüte. 78 nehmen, Aufgüsse. Ah, jetzt schauen wir aber gut aus, Leute. Wir schauen mal gut aus! Schauen wir richtig gut aus.
So, ist alles eingeräumt, was eingeräumt gehört? Ich denke schon. Ich glaube schon. Schaut her an alle Lageristen. Wenn ihr eine Schachtel hinstellt, dann stellt es, glaube ich, am besten so hin. Der Link, wieso geht jetzt das da nicht? Ah gut, weil im Bonner schauen wir es. Stellt es so, dass man vorhin sehen kann. Verstehst? Verstehst? Damit man vorhin sehen kann, wo es ist. So. So macht man das. Ja? Das ist wichtig. Wenn die Lageristen jetzt mal jede Schachtel ausziehen müssen und nachschauen müssen, was drin ist, es dauert ewig. Und wieder kommen wir vor, wenn du arbeitest. Was macht Gruppe 3? Vom Lager zu die Regale einräumen. Von Lager zu Regal. Gruppe 2 macht von draußen ins Lager. Achtung, ich habe ein kleines Geschenk für unsere Lageristen. Achtung, kleines Geschenk für unsere Lageristen. Jetzt haben wir die zwei Schachteln da weg. Jetzt haben wir die Schachteln da weg. Ein Geschenk für unsere Lageristen. Achtung. Mache ich sogar 2 Geschenke. Thorsten, geh auf Zeiten da. Nicht genug Guthaben. Oh, ja, dann kann ich euch doch bloß ein Geschenk machen. Ja, wird schon. Langsam ernährt sich das Klackhörnchen. An der Stelle. Ich glaube, der Tag ist abgeschlossen, oder? Da ist noch Kundschaft drin. Nein. Was ist denn du da eigentlich? Ich kassiere so schnell ab, oder? Da kriegst du einen Schlaganfall. Außenwerbung wo? Jetzt wird freigeschaltet, Leute. Jetzt wird freigeschaltet. Und zwar, oh, da müssen wir sogar 2 Sachen freischalten. Das heißt, wir haben dann Konserven und Limonaden. Haben wir nicht genug Geld, aber ist ja wurscht. Ja gut, schaut gut aus. Stabile Geschichte, Kinder. Ist alles verrannt, wenn jeder seine Arbeit getan hat, draußen in einer Linie aufstehen, damit ich weiß, es ist nichts mehr zum Tun. Da werden nur Preise kontrolliert, das ist auch in Ordnung. Frischschrank, da können wir auch noch mit 2 Tiefkühltruhen wahrscheinlich dann hin. Das baue ich dabei um. Dann machen wir so. So. Und so. Snooze-Penny, was schon wird, das war gestern, es wurde doch durchgetauscht, 2. Tag. Also jetzt ist dann der 3. Tag schon. So muss man sagen. Brauchen wir da eventuell noch einen Kühlschrank? Ah, der ist auch nicht voll. Was ist denn da los? Was ist da los? Was möchtest du, Sepp? Was ist mit ihm da drin? Oh, der Colonel tut noch justieren. Ich weiß nicht, was er tut. Er ist in seinem Element, der Colonel. Ich weiß nicht, was er tut, aber irgendwas tut er. Und jetzt wird sie ausgezupft. So ist brav, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bitte erneut um einen F in den Chat. Und hat's eigentlich schon auf den Like-Button gesmashed? Vor allem ist 15 Hammer auf der Straße draußen. Leave a like if you like. Das war ein guter Tag, das ist richtig. Ich schließe ab. Bei so Wort, ich schließe ab. Tagesabschluss. Tag 7 war das übrigens insgesamt. Immer noch 31 nicht gefundene Produkte, aber ich bin sehr stolz auf die Preisleid zu teure Produkte, nur eins. Das kann passieren. Einkommen 7.200, das sind 2.200 mehr wie letztes Mal und unsere Tagesbilanz ist plus 1.018. Schau dir die so! Genau so! Jetzt brauchen wir nochmal 2 neue Kategorien. Any key to continue. So, ich glaube, ich brauche nichts sagen. Es wird wieder rotiert. Gruppe, was weiß ich, ja, ich glaube mittlerweile Gruppe 2. Na, Gruppe 3 geht jetzt an die Kasse und so weiter und so fort. Ja? Birger, Cheffrage, lass mich einkaufen, dann machst du die große Tafel und Geschäftsdesign. Was? Gleich. Die Einführung einer neuen Produktkategorie, die mache ich. Und dann lasse ich die. Das ist in Ordnung. Mal für einen Tag. Mal schauen, was passiert. Ich schaue mir das Ganze dann an. So Leute, wir haben jetzt Limonaden, Konserven und WLAN. Einen, wenn ich mit dem Handy erwische. Und ich fühle mich schon wieder wie in der Arbeit. Einen, wenn ich mit dem Handy erwische. Der 1 Sekunden auch bloß in sein Handy einschaut. Den der Wirfi. Gerald, merci für deine 591. Und weißt du was, wenn du so weiter arbeitest, kauft der Bürger nächstes Jahr nur einen Porsche. Alles zu der Insel, auf der er dann steht. Bald das auch merci wieder entwickeln. So. Jetzt mir gaff. Wir haben eine neue Produktkategorie, die müssen wir uns jetzt erst einmal anschauen. Was haben wir da? Konserven 1. Weißt du was? Die legen wir jetzt einfach mal komplett. Das sind 6 Stück Sachen. Für 778, das dauert ewig, bis wir das beieinander haben. Was? Aufgüsse, wo haben Limonaden? Wo kehren die hin? Teilweise ins Kühlregal. Und ja gut, das kriegen wir schon.
kriegen wir schon. Wir kriegen heute auch mehrere Kunden. Leute, stellt sich auf mehrere Kundschaft ein. Bis jetzt noch kein Schwanz da. Hab ich überhaupt schon aufgesperrt? Was macht der vierte Kassierer nochmal? Der nimmt einen Besen, putzt die Scheiße aus die Gänge, schaut, dass er Ladendiebe erwischt und vermöbelt einfach nach Spaß und Laune Leute. Außer die gerade einkaufen, am besten die schon gezahlt haben, damit sie auch nie wieder kommen. Vielleicht lasst ihr auch einmal bei anderen dann an Kassi, das müsst ihr euch untereinander ausmachen. Habe ich keine Zeit für so einen Schmarrn. Ah, ich muss die Skill-Tree-Tafel anschauen. Jetzt musst du einen hinstellen zwecks Diebe. Müssen wir das nicht schon lang? Eigentlich? Hauptmann! Habt ihr 20 Monate offiziell Mitglied in dem Gautverein? Geil, auf weitere 20 Grüße an meinen Arbeitskollegen. Der kann da irgendwo im Chat sein. Hauptmann, Kuss auf die Nuss. Wer mit Gabe zahlt, schlägt seine Schwester. Wer vorhin war das? Ja, siehst du das? Gott sei Dank bin ich der Einzige, der ist verflucht. Wo ist denn Kundschaft? Hallo! Ich hab jetzt WLAN! Katzenfutter, Cola, Hundefutter, so, auf einmal meinst bloß die zwei neuen Kategorien oder was ist das für eine dumme Scheiße? Ihr Kackfrisuren. Ja, dann fangen wir mit den Konserven an. Ich nimm von links nach rechts Erbsen groß und Reha-Bohnen. Oh, ich hör's piepsen. Das Geld kommt. Ich hör's piepsen. Tierfutter geht fein gut. Ja, ich merk's gerade. Vielleicht haben wir gerade 20% auf Tiernahrung. Kann das sein? Was steht denn da eigentlich? Wer mit Gargeld zahlt, schlägt seine Schwester. Ihr Vollidioten. Ich flipp aus mit euch. Ja, 354. So, reinkassieren. Die ersten 3 kämen gleich. Wir dürfen natürlich die anderen Kategorien auch nicht aus dem Auge verlieren. Die scheiß Einkauferei ist so anstrengend wie nicht. So, die ersten 3 neue Produkte sind da. Hopp! Hopp, 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 Besen liegen lassen, einrahmen. Ab die Luzi. Ab ins Lager, vom Lager in das Regal und sofort den Preis kontrollieren. Vor allem von den neuen Sachen. Die gingen gut aus, die gingen gut. Da, hier, grüne Bohnen. Dein Mann an grüne Bohnen. Wieso her nie da nichts piepsen? Was ist denn mit dem? Was ist ein Schlaganfall? Ah, dafür brauche ich einen Besen. Das war das fragwürdigste, was. Nein, sag's nicht. So, Katzenfutter liegt auch draußen. Da gibt es 2 verschiedene Katzenfutter. Eins heißt Purpur und das andere heißt Pat. Stark. So, jetzt brauchen wir nur das und das Hundsfutter. Und dann haben wir die Konserven eigentlich beieinander. Na, wird schon eingerammt. Da sieht man es schon. Hin. Ja. Wird schon eingerammt. Ich hab doch ein Purpur gekauft. Das rote Hundsfutter geht gut. Warte mal. Dann haben wir kein Geld nicht. Hab ich nicht alle. Ah, wird schon eingerammt, passt schon. Es war noch geil, wenn es nur einen weißen Kasten gegeben hat, wo man sieht, was bestellt ist und irgendwo draußen liegt. Aber für das haben wir ja die Leute, die das normal ins Lager reinrammen. So, stopp, du hast das rote Hundsfutter ausgesagt, geht gut. So, ist gut, Hundefutter ist da. Rein damit. Ah, ich sehe, das gebe ich, das Produkte in Kartons, merke ich gerade. Dann trockt das quasi gerade jemand umeinander. Ich verstehe. So, Katzenfutter ist auch da. So, dann gehen wir wieder von oben nach unten durch. Pasta Penne Reis. Margarine. Und da Supreme 4 Hour. Flur, muss man sagen. Haben wir Ökozucker, Sonnenblumenöl, Kartoffeln. 574, kassiert wir noch 2 Leute ab. Los. 547 brauchen wir, 550, bitte rein. Na, was ist? Ja, geht doch. Milchprodukte, der Vanillejoghurt ist aus, wird gleich bestellt. Oben haben wir noch $1, wir haben kurz vor Insolvenz. Ja, stopp, wir haben nicht insolvent, wir haben nur kurz auf Sachen zum Kaufen. So, brauchen wir eigentlich ein Regal oder irgend sowas? Schaut eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, das ist mein Kühlregal. Ja, wobei, da schaut es aus. Warum ist das Kühlregal so leer? Misi. Lemonades, die haben eigentlich gar nicht teuer. Die kann man eigentlich auch nur am Schwung kaufen. Da. Grüne Bohnen, Ananas, Pommes, Hygiene, Scheißpapier, kaufen wir gleich 2 Stapeln. So wie es ist. Das Schöne ist, dass man immer gleich auf Kaufen drucken kann und da nicht irgendwelche Liefergebühren hat oder so, dass es sich nicht rentieren wird. So, Eishampoo, eingekauft. Wer kauft denn eigentlich Sachen für $100? Ist ja wurscht.
Schaut gut aus. Schokoladenpulver. Konserven schauen auch immer noch gut aus. Was Hundsfutter geht wirklich gut. Da hast du recht gehabt, das war das erste, was weg ist. 152. Nochmal einmal abkassieren. Los. Ja, Aufgüsse. Oh, da brauchen wir Minze. 65. So. Und jetzt geht's an die Limonaden, meine Damen und Herren. An die Limonaden! Da sind wir beim neuen Produkt. Das große Vorsicht geboten. Sofort Preis kontrollieren, dass wir mir das nicht zum EK weiter verscherben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das wird eine Großbestellung, Kinder. Großbestellung für 400 was weiß ich was. Kommt gleich. Irgendjemand hat Herrgott geschrien. Da draußen, ich hab's genau gesehen. Wie schauen wir aus da? $500 brauchen wir. Das ist gerade mal halb 2 Nachmittag. Dann schauen wir das Ganze wieder von draußen ein bisschen an. Schau so den Sau auf. Schau so. Was sollst du denn sagen dazu? Brutto Wosten. Wir ficken Lebensmittel. So, 628. So, meine Damen und Herren, es gibt ein neues Produktsortiment. Avanti, Avanti. Es hat Colaflasche vom Himmel gekriegt. Der Erste, der es aufmacht, dann darf ich da. Einräumen. Los. Ab, die Limonaden möchten verkauft werden. Aha, da schau hin. Ja, mach's randvoll. Die Scheibe. Brauchen wir noch einen Kühlschrank. Ich kaufe noch einen Doppelkühlschrank. Doppelkühlschrank, stell dir neben. Achtung. Machen wir. Was, nicht genug Guthaben? Was kostet der? Der kostet 600. Ja gut, sparen wir uns ein bisschen was. Passt schon. Komm, nochmal abkassieren. 2 Euro brauche ich noch. 1,10 Euro. Los! Piep. So, haben wir einen neuen Kühlschrank. Habe ich euch hingestellt. Das habe ich nicht gefunden. Schokoladenpulver. Muss ich noch mehr reinschauen. Alter, das Cola ist instant leer! Das ist besoffen! Soda-Packung ist auch instant leer. What? Ach, die haben nur im Lager irgendwo stehen die umeinander. Ja, das kriegen wir schon. Fondue, Pommes, Crocanti. Abkaufen. Grüne Bohnen, kaufen. Hygiene. Nochmal 3 Bagel Scheißpapier. Die Leute scheißen nochmal an wie die Vollgasnarischen. Schokoladenpulver. Oh, können wir nicht kaufen. Nicht genug Guthaben. Jetzt aber genug Guthaben. So, Konserven schauen gut aus. Aufgüsse schauen gut aus. So, Kinder. Die Frage ist aber, was tue ich jetzt genau? Das Geschäft dekorieren. So, wo ist das Snooze-Penny? Snooze-Penny angetrappt. Snooze-Penny. Bitte in den... Hoppala, falscher Knopf. Und so mit dem Scheiß aus telefoniert. Snooze-Penny, bitte in den Managerraum kommen. Danke. So, du weißt, wie das funktioniert. Jetzt habt ihr mir lang genug zugeschaut, wie ich das mache. Effizienz. Ich möchte alles immer zweistellig auf Lager haben. Aber nicht 400 Mal braunen Zucker da hinten drin. Kriegst du hin. Ich verlasse mich auf die. Ich verlasse mich auf einen. So, was da wieder dabei? Was tut denn ihr da draußen? Ja, ihr schlagt Leute zusammen. Das ist in Ordnung. Was ist jetzt tue? Jetzt wird dekoriert, oder? So, was haben wir da alles? Haben wir überall Licht? Haben wir da hinten im Eck ein Licht? Ich glaube nicht. So, jetzt passen wir an. So, jetzt ziehen wir mal ein Licht auf. Zack. Damit alles schön hell ist. So, was kann man noch kaufen? Eine Topfpflanze. Oh. Da machst du eine Pflanze neben der Kasse hin. Da so. Schön. Oh. Die gibt plus 5% Tempo auf Abkassieren, habe ich gehört. So, was haben wir da? Was ist das? Oh! Ich weiß doch nicht, was ein Fernseher bringt. Aber ich bin schon dafür, dass wir erstmal da einen Fernseher hinhängen, da so. Na warte, wo hängen wir den hin? Hängen wir den ins Ladeninnere oder hängen wir den nach außen? Kann man den außen irgendwo hängen? Schade. Oh, kann man tatsächlich hängen. So, den hängen wir da nicht. Mieti! Was kann man da tun? Kann man da irgendwas tun damit? Da läuft einfach ein Miezi. Was hat denn der scheiß Fernseher jetzt gekostet? Was hab ich da wieder Geld ausgegeben? Für 400. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist das Ding, was ihr da aufgehängt habt. Da, das machen wir jetzt einmal ganz getreu. So wie es ja wirklich gehört. So. Und dann wird.
Ich liege jetzt dabei mit auf Kasse hier. Kommen wir doch nicht, warte mal. So. Kasse 1. 3, 4, 5. Kasse 2. Hm? Ist die Zukunftskasse. Die kommt noch. Du kannst ja nicht leid werden, einen Zäun zusammenschlagen! So. Was haben wir noch? Was ist denn das da? Ah ja. Jetzt, wieso soll ich denn da ein Absperrbandel hier da? Weiß ich nicht. Das verstehe ich nicht. Was ist das da? Oh! Anti-Diebstahl, Scheißklump! Okay. Oh, ein Baum! Ja, den stellen wir da her. Da ist eine gute Stelle für einen Baum. Oh, komm mal. Wir haben kein Guthaben. Snus Benny, ich brauche nicht 350 für einen Baum. Nein, brauche ich nicht. War Gaudi. Kauf ein! Das Zeug darf nicht ausgehen. Mehrere Deko-Sachen gibt's nicht. Also, beim besten Willen, da hätten wir schon ein paar mehrere. Das ist ja bloß so dieselbe Funktion, bloß ein anderes Objekt. Naja, gut. Was? Dir stelle ich nur eine Pflanze daneben hin. Kannst du in den Nebenraum? Was tue ich in dem Nebenraum? Warte, ich tue mir das da. Oh, wir brauchen auch noch Lagerregale. Brauchen wir auch noch. Was kosten soll er? Da brauchen wir mehr Licht, habe ich schon gesehen. Ah, bin schon fort. Entschuldigung. Ich gehe nur im Weg um. Ah, das, was der Chef in echt auch immer tut. Immer nur im Weg um. Mein Gott, hoffentlich schaut er nichts mehr. So. Oh, das Lager sauber ausleuchten, damit ihr da was seht. Okay? Und dann brauchen wir noch ein Lagerregal, brauchen wir auch noch mal eins, weil da schaut es aus wie im Saustall. Schauen wir mal. Lagerregal kostet geschissene 300, gell? Das nehmen wir auf der anderen Seite nochmal. Machen wir so. Zack. So. Und dann helfe ich euch ein wenig beim Einräumen. Ich weiß nicht, ob das ein System hat, aber mir ist es wurscht. Ich sag das, was es ist. So. Schau her. Alles ist schön einräumen. So, da, Maffi. Snus Benny, kauf neu! Braucht kein Regal, hauen Sie rein. Ihr macht dann. Nur Programmer wissen, was ich damit sagen will. Warum ist es jetzt da schon wieder so stockfinster? Was haben das für Kacklichter, Alter? Sag mal! Snus Benny, kaufst du da schon ordentlich ein? Da liegen 550 auf dem Konto. Du kannst das Video einstellen. Geh in den Nebenraum hinter. Was? Du kannst ein Video einstellen im Beruf. Was? Wo? Da herin irgendwo oder was? Wo kann ich das da? Da bin ich mir noch nicht rausgefunden. Was? Einfach einen Stream einstellen. Du kannst ein Video einstellen im Büro für einen Fernseher. Geh in den Nebenraum hinter, da kannst du das Video. Aber wo? Wenn man DLC hat. Ach, da drin. Ich hab einen DLC nicht. Musik, was kostet der scheiß DLC? Dann hab ich nicht beim nächsten Mal. Oh, der Maus halt nicht. Nur coole Leute erlaubt, ja, siehst du das? 4,99, das soll es mir wert sein. Für die tollen Animationen. Was ist denn eigentlich mit ihrer da? Du schaust irgendwie an, als mehr jetzt gerne einen Schwarf ins Goschall. Ein Fünfer haben sie sich verdient. Ich kann halt Stream im Laden anschauen. Was? Wo? Kann das, haben wir nicht jemanden da, der einen DLC hat? Da ist er vorher mit Kostüm angelaufen. Kann der da nicht reingehen? Du da zum Beispiel. Da, der Wolfgard. Wolfgard! Mr. Wolfgard! Hinter dir. Hinter dir. Kannst du in den Nebenraum da reingehen und da einen Stream einstellen? Da jetzt mit reißen, so wie der Freiweg, was ist. Geh da mit jemandem in den Raum der coolen Leute, da kannst du bloß der Host. Geh mal mit. Kannst du da reingehen? Tatsächlich. Stell mal am Fernseher einen Stream ein. Weil ich geb. Da packt die Kasse 1. Warum packt die Kasse 1? Unser Chef stinkt sogar auf Fotos. So ist das. Warte mal. Geht schon am rechten PC? Na, was ist da? Kannst du da nichts einstellen? Wie hat sie? Hatte sie, Wolfgard?
bin jetzt gespannt, wenn da jetzt der Stream läuft, dann scheiße her, das ist doch schon klar. Wenn da jetzt dann der Stream auf dem Monitor läuft, dann scheiße ich eine Ratte. Mit Hut. Und Hosen. Geht schon am rechten PC, schreibt der Wandler. Kauf's halt gleich. Dann müssen die wieder neu starten, unseren Cast. Das ist jetzt der Kampf. Endlich Feierabend, können wir mal ohne rauchen. Ich möchte wirklich auch nicht, aber spätestens war. Halt doch dein Maul, es ist 20 nach 9. Stark! Brauchst den DLC, um zum Schauen. Verdammt! Aber wenn ich den jetzt kaufe, dann muss ich das Spiel neu starten. Das ist auch ein Scheiß. Ich darf schon kaufen, um die 5 Euro auf die ist geschissen. Naja, hilft nicht. Hilft nicht! Hilft nicht! Die Frage ist, was wir jetzt tun. Wir müssen expandieren. Wir müssen expandieren, Kinder. Oder nicht? Jetzt warte mal, jetzt machen wir es so. Lagerregal. Jetzt einmal die Schachteln da weg. Jetzt einmal, ja genau, jetzt einmal die Schachteln alle auf eine Seite. Warte mal. Weg mit dem Schund. Lagerregal. Ja. Schaut's her, wie das ausschaut. Wird schon, Kinder. Immer fein abgeheißen. Was ist mit ihr da eigentlich? Gib mir mal den Besen. Du Scheißersuche! Oh, da kann man da kurz mal unten reinschauen, sag ich das richtig? Was du jetzt mit meinem Ständer? Mach das weg. Musst du anders gehört, Big Pictures oder was machst du da? Sehr gut. Ja, schau mal gut aus! Brauchen wir noch irgendwas? Räumt mal die Regale wieder ein. Jetzt muss ich mir den Snooze-Bene seine Arbeit einmal anschauen. Gibt's jetzt da eine Gruppenbereicherung oder was wird denn jetzt das da? Was ist denn mit denen? Haben die. Ach, deswegen packt die Kasse. Jetzt verstehe ich es. Warte mal. Ich glaube, dass wir die einfach ein bisschen Vierer ruckern. Oder warte, stellen wir sie mit da oben. Ist ja vollkommen wurscht. Ich weiß nicht, ob man da dann noch reinkommt, aber wahrscheinlich nicht. Warte mal. Machen wir so. Na, da kann man die aber auch nicht hinstellen. Ja, ist ja wurscht. Na gut, jetzt müssen wir hoffen, dass die Typen am nächsten Tag weg sind. Ja. Tragt mal alle Schachteln wieder ins Lager rein. Machen wir einen neuen Tag. Einen neuen Tag. Umdrehen die Kasse. Aber wieso? Ich glaube, das wurscht ist. Wir stellen sie noch. Oh ja, tatsächlich. Müssen wir so mal. Oder? Na. So müssen wir es mal. Dann ist der allgemein ein wenig mehr Platz. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, mal. Warte mal. Da so her. Müssen wir einfach ein bisschen mehr Platz machen da. Hilft nicht. Da 2 Hauptkassen, da ist eine Nebenkasse. Passt schon so. Gut, schauen wir gut aus. Tagesabschluss. Bin ich gespannt. Snooze, Benny. Bin ich gespannt, was du gestellt hast. Bin ich gespannt. Mr. Marcy, kaum hast WLAN, sind die Schwarzen im Geschäft. Nicht lachen. Nicht gefundene Produkte 25, das ist nix. Einkommen 8.400, das ist stabil. Tagesbilanz minus 172, das ist natürlich nix. Hilft nicht. Hilft nicht. Hilft nicht, aber wir haben auch sauber einkauft und zwar ordentlich einkauft. Sieht gut aus! Jeder weiß, was er zum Tor hat, es wird wieder durchgetauscht. Ab in die nächste Gruppe, los, nächster Tag. Hopp, hopp. Keine Räuber darf vorsorglich verkloppt werden. Sehr gut. So, wir sperren mal sofort auf, gibt sofort was zum Tun. So, die Frage ist, was gibt es zum Tun? Was kann man noch freischalten? Was haben wir denn da noch? Mitarbeiter bewegen sich so und so viel schneller. Ja. Was haben wir da? Milchprodukte.
Was haben wir da? Hygiene 2. Fleisch. Was haben wir da? Mitarbeiter-Scheiß nochmal. Mitarbeiterprodukte abwickeln. Zusätzliche Mitarbeiterprodukte schneller platzieren. Mitarbeiter, nochmal mehr Mitarbeiter. Mitarbeiter werden Kartons recyceln. Mehr Mitarbeiter. Bücher. Gibt es noch irgendwas, wo wir mehr Kundschaften kriegen? Zusätzliche Mitarbeiter, Recyclingkurse, ermöglicht die Einstellung des zusätzlichen Mitarbeiters, Hygiene 2, 3, was ist das da? Zieht mehr Kunden pro Tag an! Erfordert Grundprodukte 5! Das hätte man schon lange eine skillen können! Ja, Moment einmal, kostet das überhaupt was? Das kostet auch einen Punkt. Ja gut, jetzt haben wir verschissen, aber egal. Die Frage ist, jetzt kann ich es nicht mehr vorlesen. Die Frage ist jetzt haben wir dazu aber nicht mehr was anderes, zum Beispiel das da. Mitarbeiter werden Produkte an der Kasse schneller abwickeln. Gut, das bringt natürlich jetzt für echte Menschen nichts. Aber was haben wir da zum Beispiel? Mitarbeiter bewegen sich 20% schneller. Das kann man auch auf die Multiplayer-Leute übergehen, dass man sich selber auch schneller 20% bewegt. Mitarbeiter bewegen sich 20% schneller, nochmal mehr Mitarbeiter, kompakte Toilettepapier. Okay. Was haben wir da? Milchprodukte 2. Mitarbeiter werden Produkte noch ganz schneller abwickeln. Es hat irgendeinen Punkt gegeben, wo Mitarbeiter mehr Geld an der Kasse machen. Wie soll denn das gehen, wenn Kunde A plus so und so viel kauft? Kriegen die dann auf das, was gut geschrieben wird, einfach 10% mehr oder was? Macht auch nicht recht viel Sinn. Macht nicht recht viel Sinn. Glaube ich. Schauen wir mal aus, es läuft erst von selber schon hin. Oh Gott! Streamen geht trotz DLC noch nicht. Oh, okay, schade. Dann gingen wahrscheinlich einfach Livestream. Man kann ja wahrscheinlich einen YouTube-Link hinterlegen, oder? Genau wie im Supermarket-Dingsbau. Was mit dir? Was war denn das? Der Mr. Romes. Nur coole Leute erlaubt, oder? Darf ich einfach nicht rein, das hilft nicht. Das hilft nicht. Jetzt machen wir ein bisschen Preiskontrolle, Kinder. Ein bisschen Preiskontrolle. So, die neuen Sachen vor allem, das Cola. Was haben wir da? 2,25. Bei 4,50 eigentlich. Ich kann mir 4,50 einschauen, das ist in Ordnung so. Dann haben wir da 2,60, 5,20 ist auch in Ordnung. Das ist genau das Doppelte. Ist auch in Ordnung. 2,35 auf 4,70 ist auch in Ordnung. Ich glaube, jeden Donnerstag ändern sich die Preise. Da wird's dann, da meine ich, müssten wir eine Schicht extra haben zum Preise kontrollieren. Bevor wir wieder irgendwo. Gruppe 3, suffern due to lack of volle Schachteln. Was? Verstehe ich nicht. Ich glaube, das Snooze-Benny bestellt langsam. Weiß nicht, was er tut. 420 im Karton. Bestellen Sie es! Ja, das mache ich nicht, das macht das Snooze-Benny! Aber ich mache jetzt dann sowieso wieder bestellen. Bestellen ist eigentlich schon lustig. Lustigerweise macht das im echten Leben auch Spaß. So ist es nicht. Also jetzt rennt wieder einen Schund, der dauert wieder 3 Stunden, bis er drin ist. Gewürzgurkenmann. Ich mache nur die Kontrolle. Was ist mit dir da eigentlich? Hey, Driving Raffi, was ist das denn du da eigentlich? Schmiermanne! Nein, das macht er schon gut. Muss er selber mal, schau ich selber mal rein. Das ist immer gut, dass man da nichts sagt. Dass da die Models von den Leuten nicht ausblendet werden. Das ist die beste Entwicklerstufe ever. Mal durchschauen, aber grob, ich schaue immer über die Schulter quasi. Ha? Mit da nichts feit. Da, Bruder, siehst du das nicht? Ketchup, Senfsauce. Machst du? Oh, der wie wieder? Oh, nice. Senfsauce, kaufen. Lass mich mal mit durchfahren. Ich kontrolliere das schnell. Da, hier Grundprodukte, Zucker, kaufen. Und dann haben wir da Espresso-Kaffee, Langkornreis. Kaufen. Alles muss eingeräumt werden. Haben wir auch alles. Immer Cola und das da, 96, passt. Gefroren, das und das. So, knusprige Spockerbsen oder was auch immer das da ist. 3 Real Scheißpapier, rein damit. Avocado-Shampoo ist das Allerwichtigste, das kannst du fressen zur Not auch. Wenn ein strenger Winter kommt, dann nimmst du das Katzenfutter, Thunfisch groß, 302, das ist da. Nein, das nehmen wir nicht. Dann haben wir nur Ausgüsse. Bürger, schleich dich! Schleich mich nicht! Das wirst du mir dann schon sagen, ob ich mich schleichen soll! So. Ich hab eingekauft. Schau du, pass mir an. Das kriegst du mit dem scheiß Besen noch nicht gesehen. Du bist schon den Besen hier. Meister. Anklopfen, Mann, ich brauch den Besen kurz. Kann ich den Besen kurz haben? Anklopfen, Mann. Wo ist denn der Anklopfen, Mann? Ist so blitzschnell. Er ist kaum mit dem Auge zu erfassen. Der will da kurz mal eine Besen. Komm her. Nice, Mann. Kriegst du gleich wieder. Achtung, ich muss schnell Pflicht erfüllen. So.
Hast einen Dreck. Ein in den Arsch. Und nochmal. Und Purzelbaum. Und face to the floor. So, sehr gut. Wo ist der Anklopfmann? Anklopfmann. Das war mir ein Fest. Wo bist denn? Wo ist denn den jetzt her? Da kriegst du nur einen neuen Besen. Kriegst 2 Besen. Kannst einen wilden Helikopterbesen machen. Jetzt hat der Depp schon wieder Zucker gekauft. Was? Dein Mama ist ein Zucker. Brauche ich dafür einen Besen. Weiß ich nicht, ich klicke, aber ich brauche dafür einen Besen. Seltsame Geschichte. Erkläre ich, wenn es größer seid. Sammeln Sie Punkte, dann sind Sie kein 60er. Das ist meine Antwort drauf. Okay? So. Wir hatten da eine Gefriertruhe hingestellt. Absperrband bitte an Kasse 1. Ist da schon wieder das Ding im Arsch? Da haben die schon wieder kaputt oder was? Alter, was für ein Fackelbauer stellt die Schachteln in den Türrahmen? Was für Schachteln in den Türrahmen? Was für Geht nix über Rot und Blau, ist ein Kasperl seine Frau. Ed Lager. Schaut doch eh gut aus, was ist da los? Brauchen wir wieder ein neues Lager. Jetzt einmal die Schachteln da nicht neben das Regal, ich kaufe euch noch eins. Ich kaufe euch noch eins, jetzt mal die Regale weg, die Schachteln weg. Schachtel weg! Nicht hin! Weg! Ja, das ist brav. Jetzt kann ich wieder keins kaufen, weil das Snooze-Penny wieder das ganze Geld verwirkt. Snooze-Penny, ich brauch 300! Gib mir 300! 300 brauche ich! 300! Neue Kasse. Brauchen wir noch mehr eine 4. Kasse? Jetzt gibt es erst einmal ein Lager. Brauchen wir eigentlich ein Lagerregal? Stehen Soliton, schauen wir zu, wie das Lagerregal stehen mich. Ich arbeite dran! Ich brauche ein Lager! Ich würde auch sagen, dass 3 Kassen reichen. Ich glaube, dass wir es noch mehr umpositionieren müssen, weil sie irgendwie an der einen die Leute fangen. 22 €! Piep, piep, piep! Wer tippt denn da so langsam? Zack, Regal ist toten. Eier mein Schund. Wenn, dann müssen wir einen Laden größer machen, dass wir ganz lange Regale haben so. 1500, wie viel brauchen wir da? Wird das immer deiner oder kostet das immer gleich voll? Oh, das wird immer deiner, das haben wir fast gedacht. Dann brauchen wir nach Adam Riese 750, 1750, 2000. Sonst bitte, kannst du da mal irgendwie 2000 € auf Zeiten schirmen? Kasse 1, Reposition bitte. Oh! Oh ja, I can see the problem. Was ist wir da machen? Ist das eine Idee? Ich meine schon. Ich glaube bloß, die Bolognese an Kasse. kann man die einfach verkaufen oder so? Weil irgendwie glaube ich, haben die NPCs, die sich gerade an die Kasse anstellen wollen, die ich gerade in die Bratzen nimm, haben dann Wegfindungsprobleme. 2250, na, da ist noch ein wenig hin. Das meine ich, werden wir nicht zusammenkriegen. So, was weiß ich jetzt, Mr. Colonel Sanders, was weiß ich gerne da, die darf jetzt da gerne abkassieren. Ich sag das, das habe ich heute noch gar nicht da. Ah, damit der Chef auch mal sagt, wie das läuft und so. Ist das in Ordnung? Nichts kassiert schneller als der NPC, just saying. Ja, und dann stehen dann nochmal 5 Leute in der Weggeschichte umeinander, die nichts tun. Wo muss ich noch gleich wieder hindrücken? Ah, okay, da. Passt. Zurück zur Zahl. Oh mein Gott. So, ich hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr. 13, nimm. Mistbritschen. So, sauber abkassieren. Da hat man sich die. Alter, wie viel Zeug steht denn die her? Wir sind nicht ganz dicht. Was haben wir da? 37, 20. Abflug. Schau dir das an. Ah, da kannst du Kache einschmieren. So, ich da. Aha. Oh, Kartenzahlung. Kartenzahlung ist immer gut. Oh, nein, hier ist 4700. Kartenzahlung ist das beste Leben.
Sagst du, die Leute brav für Gott, die gehen und kommen. Alter, ich mach das ganze Ding voll. Bruder, da haben wir da 93 Euro. Boah, leck. Ah, wo kommen wir? Easy. Bruder, da geht etwas. Schau dir das an. Kartenzahlung ist einfach gut. Die scheiß Bargeldhuhn. Was ist denn mit ihm da? Gut. Dem kannst du gleich noch eine geben. So, du siehst, der hat so und wird schon passen. Oh, Schwabze ist einer die fetten Kohlen. So, warum muss die da eigentlich in der Finstern arbeiten? Wie kann er das Licht aufgehängt hat? Was da? 46, 50, weg mit dem Schuh. Was ist mit dir? Was kann ich nicht? Was? Du Penner! 1610. Easy. Durchgeschwappt. Durchgeschwappt, ein Schund. Was haben wir da? 27,10 Euro. Abflug mit dir. So, was hast du? Hundsführer, Scheißpapier, Format mal 12. Na, das für Quadratarschlöcher. Ah, lecker, was ist denn das wieder alles sehen? Da gibt's auch wieder fette. Ja, geht schon etwas, da geht schon etwas. So, wer immer da nicht mehr, da kann es sein, dass. Kannst du das auch weg? Dann bist du der Einpacker sozusagen. Du klickst mir die Sachen weg und ich druck. Da habe ich nicht gewusst, dass das geht. Das habe ich nicht gewusst. 7,90 €. Habe ich jetzt da zweimal drauf gedrückt? Ja. 50, 75, 85, 90, Abflug. Kann er mir die Sachen weg? Das ist ja voll geil. Da können zwei Leute an der Kasse stehen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist vom Spiel, aber das ist eine gute Idee. Was ist denn mit Diebstahlschutz? Brauchen wir das nicht, dass wir Ladendiebe erwischen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe noch keinen sich suspekt aufhalten sehen. Verhalten sehen. Das schaut stellenweise wie Breakdance aus. Also, was haben wir jetzt da? Achso, ich muss abkassieren. Warte mal, 15,10 €. So, kann es sein, dass ich glaube, du darfst wieder her. Darfst wieder her. So viel Spaß macht das Abkassieren gar nicht. Sag ich freiwillig, was ist. So, schau dir mal die sowas, die alle einkaufen. Da ist die Kasse langsam zu kurz. Wahnsinn. So, wie schauen wir mir eigentlich aus? Irgendwie kriegen wir mir kein Geld aufs Konto. Snus, Benny, was tust denn du? Das ganze Geld verpulvern. Und ich baue euch nur ein Regal ein. Ich baue euch nur ein Regal ein. Nur ein Lagerregal. Ich arbeite dran, aber ich muss die Schachteln da weg da. Nicht genug Guthaben. Benny, ich brauch 30. Regale gingen aus. Einkaufen. Ihr tanzt so alle 2 vor mir. Und Dominik, gehst du mir auf Zeiten? Wieso hört denn keiner zu? Ich darf so gern da, was ist. Ja, einer hat zugehört. Irgendjemand war so schlau und hat zugehört. So, hab's baut, Regal ist baut. Jetzt darf man noch das Lager ausbauen. Was kostet ein Lagerausbau? 2000. Wir haben niemals so viel Geld. Was ist denn das da für ein Kack? Wir haben ja sauber 2 Schachteln im Lager, Beni. Das ist sauber 2 Klumpen im Lager. Lagerabverkauf! Wir brauchen einen Platz! Schau mir auf dem TV aussehen. Was ist da? Was ist mit dem TV aussehen? Geht nix. Diese geht nicht. Ich schätze mal, dass der Host, also ich, den DLC besitzen muss, damit das funktioniert, damit sie überhaupt sehen kann. Diebstahlschutz, guter Punkt. Mich würde mich interessieren, wie so ein Dieb ausschaut oder ob man da wirklich eine Kundschaft nachgehen muss und zuschauen muss, ob die Sachen nimmt und an der Kasse einfach vorbeigeht. War ein Screenshot im Discord von deinem Channel auf dem TV. Ja, das weiß ich schon. Ja, dann senkst die an. Ah, okay. Man kann einen Channel rein tun, aber wir müssen natürlich einen Online-Shop rein tun, das ist ja klar. Ob man einen Dieb an der Herr Romme, sag dein Maul. Ihr gottverdammten Rassistenwichser. Sorry, ist mir ausgerutscht. Jetzt sogar mal.
War vielleicht ein halb zu viel. Hoppala, passiert die Besten. So, brauchen wir mir irgendwas noch? Ich weiß nicht, was wir noch tun sollen. Ich glaube, wir haben alles entdeckt, was das Spiel hergibt. So. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Das ist ein bisschen schade, weil man macht das da richtig. Schau dir mal, jeder wirkt von selber. Schau dir so. Perfekt schnell. Was soll ich da sagen? Lass mich zurück, Schatzi. Brutto, was denn? Hab ich nicht geschafft, was da sein, muss ich nichts mehr machen. Schau, läuft von selber. Was ist der dabei? Ein bisschen Chat lesen. Wer ist noch jemand da? Hallo? Aufs auf den Like-Button schauen, gesmashed, hast du mich gefragt! Alle arbeiten und der Chef haut's Geld. Nein, der Einzige, der das Geld aushaut, ist das Nussbeine. Ich hau da gar nichts aus. Aber das Einzige, was ich jetzt am Kassenmann noch für einen Gefallen tue, einen Gefallen tue ich am Kassenmann noch schnell. Weil die arme Sau da vorne, die muss in der Finstern arbeiten. Warte, kann man das dran? Ja. Machen wir so. Ah, damit ihr da was seht. Machen wir so. Ah, damit da mal ein bisschen Leid wieder drin. So, Tagesabschluss! Und dann glaube ich, so wie ich das da sehe, brich mir langsam aber sicher den letzten Tag an. So wie mir das da anschaut. Oder vielleicht gehen noch zwei, schauen wir mal. Na, schieß nicht. Lager geht über. Ja, das hat er recht darauf. Ich muss mir ein bisschen schauen. Nicht so viel von allem kaufen, weil das Lager geht einfach gnadenlos über. Da steht Klump umeinander im Wert von 80 Millionen. Habe ich das Gefühl. Musst du vielleicht einmal bieseln? Nein. Schauen wir, haben wir noch Platz für irgendein Produktregal? Auch nicht wirklich. Können wir das vielleicht irgendwie schöner ordnen? Das mit die Kassensituation gefällt mir gar nicht. Jetzt warte mal. Das machen wir jetzt so. Machen wir es da her. Was so macht. Das gefällt mir einfach nicht da. Hat das hier so? Können die da vorbeigehen, meinst du? Ich weiß es nicht. Wie machen wir es am Gescheitern? Am Gescheitern, da war es eigentlich ja so. Und am Gescheitern war es eigentlich schon der links noch, aber. Machen wir es so. Direkt da in die Mitte halt rein, damit da links und rechts einfach genug Platz ist, wo die Leute durchgehen können. So. So. Das schaut doch ganz passabel aus, würde ich sagen. Das schaut doch ganz passabel aus, würde ich sagen. Gut, neuer Tag! Fallschirmkasse 1. Oh, tatsächlich. Achtung. Machen wir so. Das schaut doch ganz passabel aus, würde ich sagen. Wieso ist jetzt die Kasse wieder verkehrt rum? Hä? Wieso schaut denn die Kasse in die andere Richtung wie die anderen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt hinten und vorn keinen Sinn. Ach, das eine ist eine Kasse links, das andere ist eine Kasse rechts. Ja gut, ist ja wurscht. Ist wurscht. Neuer Tag, neues Glück. Kasse gegen Kasse. Schluss jetzt da. Weil das eine Linksrum-Kasse ist und das andere ist eine Rechtsrum-Kasse. Unser Einkommen wächst aber nicht. Jay, es ist immer so 8000 umeinander. Und wir müssen so viele Produkte nachkaufen, dass wir mir nie ein Geld über haben. Und das darf nicht, ich habe jetzt 2 Regale oder so gekauft, das sind $600. Durchrotieren, an die Arbeit. Los. Nichts zu teuer, so muss das laufen. Was? So, ich weiß es nicht. Da muss mehr Geld überbleiben, bin ich der Meinung. Am Ende von einem Tag. Wer macht jetzt was? Ja, ihr wisst so, was für Gruppen das seid. Nächste Gruppen, nächste Station. Station 1 ist Kasse, Station 2 ist Lagerist, Station 2 ist Regaltyp, Station 4 ist Scannertyp. Los. Ja, kann sein, das hat es reingeschrieben. Der hat aufpasst. Regale schneller einräumen im Laden. Das stimmt. Ich räume mal mit ein. So, das ist irgend so ein Grenzbagel. Was haben wir da? Minze. Wo ist Minze? Ich kenne mich mit meinem eigenen Geschäft nicht aus. Minze wo? Minze wo?
Ich sehe hier keine Minze. Ist das hier Minze? Organics? Tatsächlich. Scheiße! Und dann tragen wir es fort und schmeißen es weg. Oh, ich muss das Geschäft aufsperren. Hoppala, Verzeihung, Kinder. Supermarkt geöffnet. Schachtel wird natürlich weggeschmissen. So. Die Regale können einfach sauber erkannt. Kannst sagen, was du magst. Da, hier, Joghurt. Der ganze scheiß Kühlschrank ist voll mit Joghurt! Egal, keine weiteren Produkte. Was der ich sag? Da waren bloß 2 in der Schachtel drin. Und die kannst du dann wegwerfen. Das ist wurscht. Bürger, die 0% mehr Geld kannst auch schon freischalten. 10% mehr Geld. Ja, die Frage ist das, ob das was bringt. Wo waren das? War das da, gell? Mitarbeiter werden Produkte an der Kasse schneller abwickeln. Na, wo waren das? Zusätzliche Mitarbeiter schneller bewegen. Mitarbeiter bewegen sich schneller. Sushi-Sachen. Schneller platzieren. Schneller abwickeln. Bewegen sich schneller. Wo waren das? Das war das Dollar-Symbol, hast du schon. Ja, stimmt. Ich hab's schon gemacht, bloß ohne. Es ist halt ein bisschen schade, aber gut, Spiel ist umsonst, etc., etc., ist ja vollkommen wurscht, da kann man schon mal nachsichtig sein. Und es schaut mich sowieso allgemein sehr schnell zusammengeschissen an und halt am Supermarket Simulator nachbaut, 1:1, bloß mit der Multiplayer-Komponente. Es war halt noch geil, wenn die Menüs da schöner waren. Ist natürlich jetzt dem Multiplayer ein bisschen geschuldet, dass da jeder hingegangen kann. Aber irgendwann liegen die Tablets überall umeinander, was aber auch dem Realismus nahe kommt. Und wenn ich da mit dem Mauszeiger drüber gehe, dann hätte ich einfach gerne eine angemessene Erklärung, was zur Hölle da los ist. Das hätte ich gern. Mr. Galaxy Gamer! Kuss auf die Nuss, welcome to the squad und Dankeschön für deine Mitgliedschaft. Ja, vorher haben wir das übersehen. Da war nur ein neues Mitglied da. Grüßen Sie im Chat die neuen Mitglieder. Habe die Ehre an den Herrn Galaxy. Kuss auf die Nuss. Herr Mauling, merci für den Zügel 50. Servus, habe ich was versandt? Ja, da werden wir nur am Pro-Gamen und zwar richtig stabil. Richtig stabil. Snooze Benny, ich sag dir jetzt was, jetzt mag ich wieder einkaufen. So sieht's aus. Snooze Benny, machst deine letzte Order. Und dann lass mich mal wieder hin, ich muss das Lager mal unter Kontrolle bringen. Merci dir. So, da haben wir überall sauber 2 Margarine haben wir im Lager. Bitte im Lager Margarinesucher und Eiräumer. Dankeschön. Da haben wir überall zu viel, überall zu viel, überall zu viel. Zweistellig ist schon in Ordnung, aber halt nicht, wenn 30, 40 Minuten steht. Basmati-Reis, bitte suchen und ins Regal reinräumen. Dankeschön. Kartoffeln kann man mal blinde kaufen. Ich versuche jetzt ganz vorsichtig zum Kaufen. He? Wichtig. Und dann haben wir gedacht, das ist alles gestopft, voll. Aber gut, das Lager geht über. Das ist schon in Ordnung. Dann kauft man einen Lagerplatz, Lagerregale und dann erweitert man das Lager. Ist auch in Ordnung. Cola bitte und Sodapackung bitte in die Regale einräumen. Dankeschön. Die liegen überall auf Lager. Was denn im Lager? Gefrorene Lebensmittel. Was haben wir da? Da schauen wir auch eigentlich überall ziemlich gut aus. Hygiene. Haben wir 2 Bagel Scheißhauspapier von 30 Einräumer. Dankeschön. Zahnpasta haben wir echt viel. 210. Das ist ein wenig was. Süßigkeiten und Snacks haben wir. Ja gut, der Bini hat ordentlich eingekauft. Das ist schon in Ordnung. Und jetzt bleibt nämlich ein Geld hängen, weil ich nicht ständig kaufen muss. Oh nein, Hundsfutter muss ich gar nicht kaufen. Ich übersehe gerne die grüne Zahl. Das bedeutet, was im Lager liegt. Schau mal bitte mein letzte Dollar. Löwenzepp! Oh mein Gott, ich hab das gesehen oder was? Gibt's ein Fleischtheken? Ein Fleischtheken direkt leider nicht wahrscheinlich. Aber die nächsten Produkte sind Fleisch, die wir freischalten. Panda Lifestyle! Glaubt nur für mehr rein. Panda Lifestyle, merci für deine Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Aber den Chat, aber die Ehre den Panda. Wer da nicht mitmacht übrigens, ist eine absolute Kackfrisur. Hundsfutter geht aus. Hundsfutter bitte in die Regale einräumen. Mach ich selber. Ich such's. Wo ist Hundsfutter? Hundsfutter wo? Wo ist das Hundsfutter? Rote Kisten. Nimm mich. Wo ist Hundsfutter draußen? Das ist gleich ausverkauft. Ich weiß gar nicht, wo ich es hinstellen soll. Hundsfutter wo? Da unten ist Hundsfutter. Pat. Das ist gut über die Pat. Ja. Und wieder da hin, wo es war. So ist brav. So. Ja, da schauen wir ziemlich gut aus. Haben wir 1600. Jetzt bauen wir unser Lager aus, hä?
Bauen wir unser Lager aus. Da die sagen, machen wir noch ein Lagerregal rein. Zack. Dann haben wir nicht parallel 4 da und dann beim nächsten Mal bauen wir hinten aus. Das hört sich doch stabil an. Das hört sich doch stabil. Was ist denn das Pinke da unten? Das ist das Gefängnis, oder? Aber das macht ja gar keinen Sinn. Das ist das da hier hinten. Schauen wir mal da um. Das ist der Teil da. Aber das Ausbauen macht ja gar keinen Sinn. Ah, schau da, ein Brutto-Wosten noch. Mit Goldfischerlehrer. Richtig stabil. Stabil. So, gehen wir noch mit Produkte durch. So hilft der eine. Pasta, bitte einmal Pasta Penne ins Regal räumen. Dankeschön. Honigmüsli bitte einmal ins Lager. So, was haben wir da? Passt alles. Passt auch alles. Ja, ich sehe schon. Ich kann einen. Ich sehe einen Bini schon. Ich sehe einen Bini seinen Plan schon. Der zeigt nicht oben. Alles was unter. Der wollte alles auf die 20er Stufe heben, glaube ich. Habe ich so das Gefühl. Espresso-Kaffee, es liegt draußen ein paar Backerl. Ich bestelle jetzt ein bisschen noch. Habe ich ja ein neues Regal eingebaut. Und dann expandieren wir. Sodapackung ist aus! Ich habe zweimal Sodapackung gekauft. Sodapackung steht draußen. Sofort ab ins Regal. Was haben wir da? Krokanti Schinken. Den kaufen wir einmal. Bitte einmal Schinken, Käse und grüne Bohnen ins Regal einräumen. Raus aus dem Lager. Im Lager verkauft es sich so schlecht. Zahnpasta haben wir zum Saufwurden immer noch. Das Ei-Shampoo. Jetzt pass auf, jetzt machen wir so. Achtung, Lagerplatz kaufen. Zack. Kinder, ich habe euch das Lager größer gemacht. Ja, da ist ein Tierstock und nicht. Ah, da muss man dann. Ah, okay, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ich habe euch einmal das Lager expandiert. Und beim nächsten Mal werden wir das Geschäft expandieren, Stückel für Stückel. Die Regale kannst du nicht so umrammen, das ist mir wurscht. Ich finde übrigens faszinierend, wie stark, dass sich jeder drauf hält, nicht an der Tafel umeinander zu kreien, nicht irgendeinen Scheiß zu machen oder sonst irgendwas. Meine Damen und Herren, erneut, ich kann nur Triple Fs in den Chat geben. Mehr geht nicht. Pitt, danke für deinen Resub. Entschuldigen Sie bitte, verkaufen Sie auch große Depth? Noch nicht. Ich weiß nicht, ob es Küchenutensilien gibt. Wir arbeiten dran. Merci, Pitt. Und vielleicht Regalgruppen mit Beschriftungen. Ui. Kann man die Regale da beschriften? Warte mal. Kann man mit denen noch irgendwas da raus? Nein. Besitze ich bereits etwas. Ja, es war natürlich geil, wenn man so Schädel an die Decke hängt, wo dann dort steht, wo die Kategorien draufstehen. Grundprodukte und so weiter. Das war natürlich der absolute Pro-Gamer-Move. Das ist absolut richtig. Aber das jetzt da hinfrimmeln, da muss erst das Geschäft noch mehr eine Reihe größer sein. Sag ich dir, wie es ist. Damit man das anständig machen kann. Da. Ei-Shampoo bestellen. Ladenausbau. Zack. Ich bitte darum, es hat sich gerade da ein Loch geöffnet, bitte die Regale so umstellen, dass von rechts, dass ich nach links weitermache. Ja, wie sie diese Klecke tun. Ja, genau so halt eben nicht. Weil wenn ich die Mauer jetzt dann auch noch wegkaufe, dann muss es wieder wegräumen, verstehst? Und so kriegen wir es nicht hin wahrscheinlich, oder? Ja, das ist jetzt ein wenig ein Krampf da. Hilft nicht. Wird schon passen also. Wird schon passen also. Wird schon passen also. So, 730. Was kostet die nächste Stufe? 1000. Einer geschwappt mit dem da. Erst einmal kurz nochmal Produkte kontrollieren. 17 Mal Pasta Penne mal gekauft. Auffüllen. Müssen wir alles auffüllen, was unter 20 ist. Das ist okay. Ketchup auch. Her damit. Geld haben wir. Ja, so viel Geld haben wir gar nicht. So viel Geld haben wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht so eskalieren. Das schaut gut aus. Das schaut auch gut aus. Schaut gut aus. Kann ich da mit der Tastatur eigentlich da? Nein, kann ich nicht. Bitte die grünen Bohnen vom Lager in den Verkaufsraum bringen. Dankeschön. Den Mr. Bean, um genau zu sein. Hygiene, noch mit 2 Bagel Scheißpapier. Süßigkeiten, schaut gut aus. Konserven, Katzenfutter. Bitte einmal das Katzenfutter auffüllen. Aus dem Lager. Dankeschön.
Dann schauen wir stabil aus. So, der Tausender kommt gleich hinten rein, dann kommt der zweite Ladenteil da. Aki-chan! Aki-chan! Welcome to the Squattle! Was ist denn jetzt wieder? Ist jetzt wieder um 5 vor 10 wieder Mitglieder ausverkauft, oder was? Ja, Aki-chan, danke schön. Welcome to the Squad. Aber im Chat habe ich die Ehre an den Aki-chan. Das habe ich schon mal besser gesehen, wie dort Leute mitmachen. Herr TomTom, Denise und der Aki-chan natürlich und der Bernie. Haben das die einzigen 3? Echt? Von 1200 Leuten schaffen es 3, habe ich die Ehre in den Chat halt zum Schreiben. Ich bin schwer enttäuscht. Der Mach schreibt, das passt eigentlich in den Laden und ins Lager circa doppelt so viele Regale rein. Ja, jetzt du doch nicht schon wieder umeinander backsitten. So, aber schauen wir aus. Oh, wir haben 1000, wir kaufen. So, bitte nochmal die Regale so umstellen. Ich kaufe dabei ein Licht. Ich kaufe ein Licht und dann kaufen wir nochmal Produkte. Wird nämlich schon wieder spät. Achtung, Licht müssen wir kaufen. Und ein Licht. Und 2 Licht. Was ist jetzt da wieder? Komm ich wieder nicht vorbei. Ja, so ist brav. Ja, mehr Licht. Lass mich da her. Mehr Licht. So. Auch schon hin. Geht schon was. Ist schon was gegangen. Was haben wir da wieder? Da ist stockfinster. Wieso sehen wir nichts? Achso, das ist das kein Monitor nicht. Na gut. Müssen wir irgendwas nachbestellen? Schauen wir mal. Das geht halt auch, wieso schnell. Nehmen wir mal einen Hummus und Eier. Hummus und Eier! Kartoffelbrei! Kartoffeln! Milchprodukte. Schauen alle gut aus, den kann man mir nachbestellen. Oh, Limonaden schauen gut aus. Fondue kann man mal nachbestellen. Hygiene schaut alles ziemlich gut aus. Maxi-Tüte kann man mal eine bestellen. Konserven, Katzenfutter und Hundsfutter kann man nie genug haben. Her mit dem Schund. Aufgüsse, Pfefferminz nachbestellen, Zitronentee nachbestellen, kaufen. So, schau dir das an, du. Schau dir das an, wie groß das wir vor mir sind. Hä? Dann müssen wir noch mal ein wenig Licht kaufen. Da ist schon wieder so komisch stockfinster. Das geht mir voll auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Moment. Nehmen wir da mal Licht her. Ah, das ist okay. Dann nehmen wir da mal Licht her. Und dann nehmen wir auch da mal Licht her. Das kann schon ein wenig mehr strahlen. Was sind das für Kackstrahler da? Ich wiederhole, Kackstrahler. Hat jetzt der Bahn noch ein Licht hingebaut oder war das ich? Hab ich leider schon wieder vergessen. Dann ist es wieder weg. Wie schaut es da mit dem Licht aus, Erin? Machen wir es so. Sehr gut. Sehr gut. Bin sehr zufrieden. RTX off. Sorry, ich war gerade am Balkon. Bei uns hat gerade das Ring angefangen. Oberösterreich. Aber jetzt ist es meilenweit weg. Wobei es mich bei uns auch nicht wundern wird. So, der Tag geht gleich zu Ende. Wir schauen mal aus. Ich glaube, wir schauen mal richtig gut aus. Oh, Lager ist auch gut labern. Sehr gut, sehr gut. Jetzt können wir wieder aufbauen. Snooze, bitte! Pass auf, was der man noch? Wir sparen nur auf 1250, das letzte Ladenmodul, bis wir das letzte Ladenmodul haben und dann kannst du wieder das Einkauf anfangen. Wenn du das überhaupt noch tun musst, weil in Game-Time eine Stunde ist der Tag vorbei. Und ich glaube, dann ist Ladenschluss. Schlägerei! Und was wir dann noch probieren werden am nächsten Tag ist, ob wir einen menschlichen Turm bauen können auf unseren Bruttowosten. Achtung, Bruttowosten bei Nacht, Screenshot. Schlankover! Inzwischen schon 2 Donuts und ein Resub übersehen noch sauber. Dann muss ich so lange weitermachen, bis das einmal gleich. Wo? Gut, fix nochmal. Feuerwehr Vorfall, merci. Schlankover, merci. Ginkifax, merci. Aki-chan, welcome to the squad. Andal, merci. Pit, merci. Schlankover, nochmal, merci. Panda Lifestyle, Mauling, Galaxy, Stolzer Löwe, Wolfgard, Stolzer Löwe, Wolfgard, Marci, Tim, Hauptmann, Gerald, Balthasar, Eisschädig, Sallis, Mike, Zeilmar Sepp, Schleinkofer, neue Season, alter Problem. Wie immer muss ich nachdonaten, weil der Herrgottsname mein Resub nicht lesen magst, sie fix. Ich lese fast gar keinen Resub, falls dir das nicht schon aufgefallen ist. Ganz einfach, weil ungefähr 38 pro Sekunden kämen. So, merci für den Resub. Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt damit. So, aber schauen wir aus. Oh, letztes Modul kaufen. Zack. So, Laden stabil erweitert, Kinder. Stabilst erweitert. Jetzt bauen wir da die Regale um. Alles so.
Und dann haben wir da richtig massiv Platz für neue Regale und neue Regalreihen und für neue Produktgruppen. Wer eine besoffene Uhr hat denn das so scheps da eingestellt, sag? Ja, und das da so scheps eingestellt. So. Wenn das nicht stabil ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Sieh dir das an. Und dann können wir uns da noch ein Lastproduktregal kaufen. Warte mal. Kriegen wir das da rein? Wahrscheinlich ums Arschlecken nicht, gell? Weil das halt ums Arschlecken da nicht reinpasst. Wir hatten das wieder ausgemessen beim Spielbauen. Sag. Machen wir so. Nicht genug Guthaben. Jetzt haben wir genug Guthaben. Dann schaut das richtig gut aus. Licht! Oh ja, Licht brauchen wir noch. Das müssen wir auch noch hinterhängen. Guter Punkt. Sehr guter Punkt. Achtung, bin ich schon unterwegs. Machen wir so. Und so. Ah, zauberhaft. So, das werfen wir da auf Tiefkühle hin. Zack, weiß ich, wo ist das? Piep, 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 piep. Und dann denke ich, geht der Tag zu Ende. Bescheid, komm mal! Dann reset ich halt mein Reset! Ich zitiere. Wenn du ein Limo rein am Stoff auf und ab wippst, dann kann das Holz den Prozessor rein am Geschmack töpfern. Neue Season, neue Weisheiten. Bitteschön. Schleinkofer. Hätte ich es bloß nicht gelesen. Mir hast du dir Schluss jetzt mit der Rundunneiterei. Dankeschön. Wolfgard, falls du noch mit Bock hast auf Community Stock, my Summer Car geht per Mod bis zu 12 Leute. Darfst du giften, wenn du Bock hast. Ich weiß nicht, was das ist, das muss ich mir erst anschauen. Brauchst nicht giften. Das ist mit Sicherheit ein Indie-Game, das kostet nicht viel, um Gottes Willen. Aber vielen Dank für den Vorschlag. Ich glaube, das hast du in Discord schon reingeschrieben. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht ganz, ich glaube, ich hab's schon gelesen. Ich weiß nicht, was my Summer Car ist. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, schauen wir gut aus. Kundschaft ist draust. Ja, haben wir sauber expandiert, haben wir da. Aber sauber. Und richtig viel Geld ist auch übrig, wo wir jetzt kommt richtig Kohle rein, wo wir mir das Lager ausbauen können mit dem Mebin und ordentlich bestellen können und so weiter und so fort und Kohle einscheffeln. Und mit der Kohle können wir dann weiter ausbauen. Ja? Und so macht man das normalerweise. Und dann können wir da beim nächsten Mal Hygiene 2, Fleisch, kommt dann endlich einmal. Und Süßigkeiten und lauter so einen Scheiß freischalten, wie zum Beispiel das da einmal, so Milchprodukte 2. Und ja, die kleinen Centbeträge nerven, wo wir das habe ich aber jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass wer Preise anpasst, immer aufs Zehnerl. Ich glaube, dass wir zu viel Geld verlieren, wenn wir auf den ganzen Euro runden. Auf den Dollar sozusagen. Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Igel wohnt jetzt da, bald wegen Reichtum geschlossen. Absolut richtig. So, und das hängt jetzt an euch. Das müsst jetzt ihr entscheiden. Glaubt mir, was jetzt nicht eigentlich? Ihr baut da nicht aus die Lichter das da an die Decke hinauf, was ich meine, dass ihr aufbaut. Oder was ich vermuten darf, was ihr aufbaut. Nein, just don't. Nein. Meine Damen und Herren, der Tagesabschluss. Muss ein guter Tag gewesen sein. 10.500. Bester Tag bis jetzt. Gut, der Benni hat es so aufgebaut, das Lager, dass da das Lager pumpenvoll ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, das wird ja irgendwann verkauft. Das habe ich jetzt ein bisschen eingedämmt und schon haben wir mir bei 2, das war der beste Tag bis jetzt. Meine Damen und Herren, good fucking job. Und jetzt drücken wir da noch weiter. In einer Reihe aufstellen. Das war jetzt der letzte Tag und wir probieren jetzt noch was. Bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, holen Sie sich Ihren wohlverdienten Applaus von der Community ab. Ich hoffe, mir ist da keiner böse, dass da nicht irgendwo... Also es gibt halt einfach keinerlei Bevorzugung, keiner, gar nichts. Wer einer kommt, kommt einer, wer nicht einer kommt, kommt nicht einer. Ey, das war das. Wie soll ich das regeln? Es ist sehr schön, es ist unfassbar krass, wie dermaßen diszipliniert sich diese Community verhält, wenn da irgendwas gesagt wird. Heute war nicht einer dabei, der irgendwie kurz Scheiße gemacht hat, mit Absicht dort irgendwas freigeschaltet hat oder sonst irgendwas. Es ist unfasslich. Ich bitte den Chat darum, ein Triple F rauszuscheißen. Kuss auf die Nuss. Und die da haben heute ein Like aufs Video einer gefunden. Ja? Nie die. Sie. Also, smash the Like-Button. Dankeschön. Ihr gebt euch selber AF, das ist in Ordnung, ja.
So, jetzt ist die Frage, wie hoch kann man einen Menschenturm bauen? Das ist eigentlich das Letzte, was ich gerne noch beantwortet hätte. Also ich spring da... Kriegt man überhaupt eine dritte Person noch auf einen auf? Nickelneider, duck dich mal. Und der Dominik soll dann nochmal springen oder irgendjemand. Also geht einmal jemand auf jemanden und duckt sie. Ich sag's euch einfach, ihr seid der Content. Hallo, da muss ich nichts machen. Seid ihr besoffen? Bitte bilden Sie einen menschlichen Turm. Bis jetzt habe ich noch keinen Dreifachturm gesehen. Also recht viel Blödsinn. Und die geile Deppen muss ich dazu. Drehen wir nach links. Was ist denn links? Oh, da haben wir was. Aha. Spannendes Projekt. Ja, macht's einmal. Ja, macht's mal. Ich schau euch zu. Los. Es müssen auf alle Fälle auf den Jahresmerch so komische kleine Schachteln auf. Das hab ich jetzt schon gesehen. Schau, was denn? Der eine stapelt den anderen. Da haben 100%ig unsichtbare Mauern um. 100%ig. Ich glaube nicht, dass man raufkommt. Da haut das Teamwork nicht so hin. Nein, da ist der, weil ich keine Ansagen mache. Ne? Da will einfach jeder mal und dann wird's nichts. Wie bei deinem Mann. Entschuldigung. Von wann bis wann zählt jetzt eigentlich eine Season? Das ist nicht so genau definiert, Bernie. Das ist einfach nicht so genau die. Eigentlich sind wir noch gar nicht in Season 8, wenn man es genau nimmt. Eine Season wird beendet, wenn der Jahresmerch kommt und das ist meistens Ende November, Anfang Dezember. Eigentlich sind wir immer noch in Season 7. Aber die Sommerpause fühlt sich aber so schön nach Abschluss so und danach geht's wieder von vorn los und ja. Klumpkraft, wie verreckt's! Ja, oh! Wer ist hier da oben? Was tut er? Und haben wir unsichtbar? Ja, ist eine gute Idee gewesen da mit dem Mülleimer. Ja, ist unsichtbare Mauer um, gell? Kommt's nicht auf. Aber wo er steht der Flugbison steht um. Nein, du stehst auf dem Kopf vom anderen um. Beim nächsten Mal alle Schachteln sammeln und dann einen Schachtelturm bauen. Kann man eigentlich auch machen. Das ist jetzt aber die Hauptfrage. Also wir haben die Höchsten. Ihr seid die Höchsten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zugucken, ich bedanke mich fürs Mitspielen und anständig aufführen. Genau darum können wir immer wieder sich eine Community-Sachen machen, weil es einfach funktioniert. Auch wenn man wirklich ernsthaft spielt und nicht mit gewollten Scheißdreck macht. Es freut mich sehr, es war mir ein Fest. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen. An alle, die sich schleichen nach dem Gameplay, Kuss auf die Nuss, Like-Button, smashen, schöne Grüße an den Nachschau-Squad. So, und ich mache jetzt dazu, Freunde der Sonne, damit da nichts kaputt geht. Es wundert mich, wie gut das Spiel läuft, sage ich ganz ehrlich, dass da nichts abkackt und recht viel. Gut, das heißt die offensichtlichen Glitches, dass da nicht alles komplett broken ist und so weiter in dem Multiplayer-Ding. Wundert mich stark. So, Spiel beenden. CC, Freunde der Sonne. CC. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir ein Fest. Jetzt seid ihr dran. Lasst es mir wissen im Nachhinein in die Kommentare. Wir haben jetzt alles in dem Spiel gesehen. Darum die Frage, ob wir es nochmal spielen sollen. Wir haben jede Mechanik in dem Spiel gesehen. Es kommt nichts Neues mehr. Und normalerweise gehe ich dann her und spiele was anderes. Mich interessiert, ich werde sowieso selber dann entscheiden, ob ich nächste Woche dann nochmal Bock drauf habe oder nicht. Ich kenne mich am Sonntag dann so wie, ach, jetzt noch ein drittes Mal und dann suche ich mir irgendwas anderes. Einmal mit DLC ist auch nichts Besonderes mehr. Seien wir uns ehrlich. Da gibt es den Fernseher und ich kann tanzen und so einen Scheiß, was ich selber ja nicht sehe. Wahrscheinlich nehme ich an. Ja, ich will noch den Diebstahlschutz noch sehen. Okay. Mehr Brot musst du wissen, Chef. Ich richte mich da schon auch noch euch. Wenn ihr nochmal Bock habt auf so eine Nummer mit der Community, ernsthaft reinzocken, nochmal eine Reihe freischalten, nochmal mehr Produkte freischalten und,
dann tun wir das. Wenn ich dann gar keinen Bock mehr habe, dann, gut, wenn ich da herin jetzt halt frage, ob wir es nochmal spielen, ist sowieso auch so eine Geschichte. Nachschau-Squad, let me know in the comments. Los. Aber scheint normalerweise spielen wir schon. Eine Runde geht noch. Für das ist es gut genug. Muss ich ganz ehrlich sagen. Für das macht es Spaß genug. Aber es ist so, es passiert unerwartet wenig Blödsinn. Und der Weidler schreibt es eher schon, weil auf was ich nämlich auch Bock hätte, auf noch ein bisschen Abwechslung und Blödsinn vor dem Horror Oktober, der unmittelbar vor der Haustür steht und eigentlich auch schon am 30. September angeht, nämlich am Montag in 3 Wochen. Na, uns in Montag in 2 Wochen. A Squirrel with a Gun. Das darf ich schon auch noch gerne ausprobieren. Herr Zierer! Es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Mitspielen. Hauen Sie rein. Der Voice Fight. Aber weißt du, was auch das Problem ist beim... Gut, kann ich jetzt so nicht sagen. Community ist ja diszipliniert. Der Ingame Voice war noch nett. Ein bisschen Abwechslung war schon geil. Schau, was der Ortler... Ja, das gefällt ich nämlich auch. Spey hat hergegeben, was es hergeben soll. Und mehr gibt's nicht mehr. Ja, den Diebstahlschutz. Okay. Der ist gesehen auf 2 Minuten, was der mir die restlichen 2 Stunden. Deswegen so ein bisschen. Mal sehen. Herin ist auf alle Fälle die Stimmung gut. Die meisten werden wir wahrscheinlich aber auch nicht besser, wenn wir irgendwas anderes spielen. Schauen wir mal. Ich weiß wirklich noch nicht. Schauen wir mal, wo mir der Arsch hinhängt am Sonntag, wenn ich entscheide, was wir nächste Woche spielen. Die Woche ist somit schon wieder beendet. Dumme! Just Mercy, Alter. Herr Müllschuster, merci wieder €1. Richie Fresche, was? Feschür. Glaub, My Summer Car wäre geil für einen Stream. Vielleicht, was ist denn My Summer Car? Lass mich das mal schnell. Ach, ich hab nix off. Warte mal. Was ist das? My Summer Car. Entschuldigung. Okay, sehr positiv, 70.500 Dinge. Warte mal. Haben wir uns das nicht schon mal angeschaut, bis da nicht irgendein besoffener Russ oder irgendwas? Jetzt warte mal, können wir uns miteinander anschauen. Please have Geduld. Please have Geduld, damit ihr auch was seht. Achtung. Seht ihr was? Ja. Ich lasse einfach mal laufen. Early access on the highway is fatal. Oh Gott. Early access to cylinder head leaves pistons out. Early access to shiny pine shop does not make the car run. Early access to diesel engine takes time. Early access to car parts is expensive. Early access to car inspection is a fine. Early access to windshield wipers does nothing. Was ist denn jetzt? Early access to empty radiator ends like this. Early access to storage is a Da crime. müssen wir aber vorher irgendjemand ein Kilo Koks herbringen, weil so der Pocket ist nicht. Was ist das für Sprüh? Also jetzt mal jetzt, aber das geht die ganze Zeit so dahin. Was ist das für Spei? Was tue ich denn da? Herr Donner! So der Ring kommt, wir sind ready, Sandsäcke sind auch... Oh, so krass, klar, oder was? Passt auf euch auf, Feuerwehr! Herr Donner! Ich hoffe, dass nichts fällt. Alter, das Spui plus die Metten. Ja, aber was ist das für Spui? Du baust einen Satsuma zusammen. Ich weiß nicht, was ein Satsuma ist. Nur, ich bin absoluter Autodepp. Ich habe keine... Das ist wahrscheinlich ist ein Auto. Ich weiß es nicht. Saufen und Auto fahren. Ja, das ist eigentlich dumm, aber für das gibt es Videospiele, wo man das machen kann. Nein, das Spiel nicht. Das braucht 2 Stunden, bis man überhaupt mal mit seinem selbst zusammengebauten Auto fahren kann. Ist ja egal! Was ist das Satsuma? Weiß ich nicht! Die Metten laufen nicht in-game. Ja, dann suchen wir uns einen Soundtrack und legen wir es einfach drüber. Was soll man da? Ich weiß es auch nicht!
Du hast doch Linkin Park mitgekriegt und was sagst? Das ist mir vollkommen, für mich ist es nicht mehr Linkin Park. Ganz ehrlich, die ganzen neuen Lieder hören sich alle nicht nach Linkin Park an. Jeder, der was anderes sagt, das ist auch nicht los. Seien Sie mir nicht böse. Und nein, die sollen nicht dann einen anderen Namen draufschreiben. Das ist meine Meinung so. Aber ja, braucht's das, ist die Frage. Braucht's das? Soll eine andere Band dann machen? Linzep! Was ist mit dem Gruselkartenspiel als Einführung von Horror Oktober? Das kommt die Woche drauf dann. Übrigens, nächste Woche am Freitag kommt der erste Extra-Stream am Wochenende und die Woche drauf, weiß ich noch nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich nicht, weil wir wahrscheinlich nicht da sind. Und dann ist der Horror Oktober. Herr Steilinger, Chef, was sagst du, Linkin Park Comeback und eine Entscheidung PS, der Podcast von Apple Music auf dem Linkin Park Kanal ist super. Was? Der Podcast von Apple Music auf dem Linkin Park Kanal ist super. Weiß ich nicht. Ist mir einfach, für mich ist das kein Linkin Park mehr. Ich bin halt mit Linkin Park mit dem ersten Album aufgewachsen. Ich finde Linkin Park schon seit fast 25 Jahren geil. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das eine Frauenstimme ist oder eine Frau ist oder sonst irgendwas. Das interessiert mich alles ein Scheiß. Ich kann auch voll gut singen und das ist auch keine schlechte Muse. Kann man sich geben, aber das ist ja kein Linkin Park für mich. Da gibt's, ich habe ein schönes Harry Potter Meme gesehen. How dare you stand where he stood? Was soll ich machen? Das Spiel lasse ich mir mal, ich schaue mir mal ein bisschen ein Gameplay an, was das grob ist. Und dann lasst euch überraschen, ob wir das nächste Woche eintüdeln. Okay? Ist das ein Deal? Ich kann nicht abschätzen, was das für eine Art von Spiel ist. Was muss ich da tun? Saufen. Und dann weiß ich auch nicht. Mal in Black Myth Wukong reinschauen. Für das habe ich momentan keine Zeit. Heute hat die WoW-Season begonnen. Zumindest, Pre-Season 2.0. Und ab nächster Woche habe ich Offstream keine Zeit mehr und Wukong spielen wir sowieso nicht im Stream fertig. Das müssen die Offstream fertig spielen und die nächsten 4 bis 8 Wochen werde ich wahrscheinlich Offstream nichts anderes da wie WoW spielen. Sehr wahrscheinlich. Herr Steilinger, merci dir übrigens. Löwensepp, was ist mit die, danke dir, habe ich auch noch gesehen, Herr Danner habe ich auch noch gesehen. Ich hoffe, ich habe niemanden überlesen. So. Was sagt ihr zu dem Linkin Park-Thema? Da hat jeder seine eigene Meinung, das ist mir vollkommen wurscht, ganz ehrlich. Ich finde, das jetzt nicht braucht. Irgendwie. So. Hätten sie eine neue Band gemacht. Aber da natürlich Linkin Park einen großen Namen hat, macht man da weiter, wo man war. Ich kann mir halt sehr schwer vorstellen, dass die alten Lieder so hinbringt, dass sie wirklich gut sind. Das soll man halt dann bleiben lassen, finde ich. Ganz neue Sachen machen und gut ist. Jeffrey, wann das zustande kommt, habe ich euch im Bin wieder da Video gesehen. Jetzt gehst du raus, gehst in meinen Kanal und schaust dir das an. Man kann sie es anhören, aber es wird ein Chester nicht. Das ist ja niemand wird einen Chester ersetzen. Das ist genau dasselbe, wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, Queen, ein neuer Sänger hinscheiß. Was mit Sicherheit auch probiert worden ist, ich weiß es nicht. Das wird einfach nicht funktionieren, oder? Link-Out Park. Linkin Park war früher schon nicht meins und jetzt gleich dreimal nicht. Mir taugt's nicht. Ganz ehrlich, ich werde nicht hergehen und werde mir aktiv Linkin Park anhören. Das wird nicht passieren. Das sagt eigentlich alles. Habe ich aber schon die letzten 10 Jahre nicht mehr, muss ich auch dazu sagen. Die haben einen Musikstil in den letzten 25 Jahren 30 Mal geändert. Mir gefallen die ersten 2,5 Alben und dann ist ein bisschen weird geworden, finde ich. Und seitdem habe ich es eigentlich nicht mehr so verfolgt. Deswegen ist es mir eigentlich auch wurscht. Hybrid Theory ist das einzige Linkin Park Album, das mich interessiert. Das war doch bei AC/DC auch so. Und was ist? Sie sind eine der größten Bands ever. Du vergleichst gerade Linkin Park mit AC/DC. Interesting. Beide sind sicher groß, aber eine hat da nochmal 28 Hausecken mehr Erfolg gehabt, glaube ich. Wolfgang! Conrad zwecks My Summer Car auf YouTube das Video Getting Repeatedly Killed in My Summer Car vom Martis. Kann ich mir, glaubst du, dass ich mir da irgendwas davon merken kann? Und jetzt habe ich es wieder vergessen. Wolfgang, merci dir. Sagt zwar, das Lied ist stabil, aber es ist einfach nicht mehr Linkin Park. Ja, aber ganz ehrlich, ich werde niemals hergehen und ich habe mir so gehört. Ich habe mir so gehört am Wochenende mal und habe mir so gedacht, ja, hört sich wie jede 0815 Band, die ich sonst so auf Spotify her und in meiner Weekly Playlist versinkt. Nicht recht viel charakteristisch, wo ich sofort außerher, das ist Linkin Park.
warum der, mir fällt der Name gerade nicht ein, das ist jetzt blöd, aber ist egal. Warum der rappende Part in Linkin Park weg ist, weiß auch kein Mensch. Warum er auf einmal zum Singen anfängt, das hätte er mal besser nicht getan, finde ich. Vielleicht hat er das auch in den letzten Alben schon da, ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt einfach, just no. Ist einfach nicht so meins. Linkin Parkinson. Link out Park außen. Holt's doch einmal. Sag selber. Deppenhaft. So, jetzt bin ich auch da, komm gerade vom Hakeln, was habe ich versammelt? Da alles. Heute hat es das perfekteste Pro-Gaming 2 Stunden am Stück gegeben wie schon lange nicht mehr. Ich bin sehr stolz. Sehr stolz. Ja, aber da, Mike Shinoda heißt der, richtig, Mr. MD, absolut richtig. Da kann man sich jetzt wieder umeinander streiten, braucht die, es ist mir scheißegal. Ich sag das, wie es ist. Es ist mir scheißegal, ob die eine neue Sängerin haben oder nicht, ich hab mir das Lied gehört, ist okay, ist keine schlechte Musik, um Gottes Willen, kann nichts damit anfangen mehr und ich werde es mir auch nicht nochmal anhören. Wenn das Album kommt, vielleicht höre ich da auch mal durch, einfach mal um zu merken, ist was drin, wo ich sage, okay, das hat so viel Charakter wie viele Linkin Park Lieder vorher oder eben nicht. Und dann kann ich da sehr schnell sagen, wie schnell das wieder fort sind. Mai ist ein Chester sein Sohn. Der hat in meinen Augen als einziger das Recht zum Kritisieren. Das stimmt. Der Bindestrich wirft einen Euro. Danke dir. Wer immer du bist. Strich. Punkt, Komma, Strich. Ich bewerfe dich mit einem Eurorich. So, Freunde der Sonne! Und jetzt ist Schluss. Wir beenden diese Woche. Die war gut. Space Marine 2 ist absolut geil. Da können wir nächste Woche auf alle Fälle noch mal reinschauen. Da können wir eventuell auch einen Community-Zock machen. Kampagne einfach nur weiterspielen. Schreibe dann in die Ankündigung ins Discord. Wer da noch nicht drin ist, rein damit. Dann, was ich schon lange nicht mehr gesagt habe, keine Ahnung, hast du eigentlich schon so ein Vollbier-Squad-Shirt? Wenn nicht, dann gehst du jetzt auf biergerwear.de und kaufst noch eins. So schaut's aus. Wenn du sonst nicht weißt, wohin mit dem ganzen Geld. Dankeschön an alle, die sich so ein Ding leisten. Dankeschön für die ganzen Donations. Danke an die Anni für ihren Fünfer. Bitte spiel das Autospiel, das schaut lustig aus und die Musik ist auch nice. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das recht viel mit Autos zum Tor hat und ich weiß nicht, ob die Musik in dem Spiel läuft. Ich glaube, wir werden mit dem Trailer schon wieder geblendet. Aber Achtung. Ach, es ist schon auf meiner Wunschliste. Interesting. Ist auf der Wunschliste, ich schaue mir das an bis zum Wochenende und am Sonntag auf die Nacht schreibe ich euch dann, was wir nächste Woche spielen. Aber sehr wahrscheinlich, Montag oder Mittwoch, also einmal, egal an was für einen Tag, spielen wir Space Marine 2 nochmal mindestens eine Runde und dann entweder das da oder mein Summer Car oder das mit dem Ohrkatzel, das glaube ich ist auch ziemlich verblödet und lustig. Und ja, dann haben wir schon kurz vorm Horror-Oktober. Oh, und nächste Woche spielen wir God of War. Ist das schon nächste Woche? Moment. Muss ich in meinen Plan hineinschauen? Jawohl, am 19. September kommt God of War Ragnarök für den PC. Haben wir wieder perfekt ausgesessen. Das wird unser Winterprojekt. Da werden wir dran sitzen bis Februar. Da gebe ich den Brief und Siegel. Kommt meistens 2, weiß das wer. Wenn es jemand weiß, dann weiß ich. Bis jetzt ist noch nicht einmal was angekündigt, aber es ist in Arbeit angeblich. Ich darf viel eher warten auf Luto und hauptsächlich Luto. Ich hoffe, dass dies noch kommt während dem Oktober. Das war der Wahnsinn. Ansonsten freue ich mich sehr stark auf Still Wakes the Deep und auf die ganzen anderen Indie-Games. Die waren letztes Jahr, haben uns die brachialen Horror-Oktober gerettet und einen der besten Horror-Oktober hergeschissen, die wir jemals hatten. Jemals. Das war sehr, sehr gut. Steffi, der zauberhafte Stream war es wieder gut nachbrannt. Triple F an die Mods. Steffi, Sie bedanken sich bei niemandem. Kuss auf die Nuss. Es war mir ein Fest und Dankeschön. Und die brauche ich demnächst jetzt dann bald einmal. Sie wissen schon. Vielleicht kannst du mir mal auf Discord schreiben. Heute nicht mehr, aber weiß ich nicht, morgen, übermorgen, irgendwann am Wochenende oder so, wenn du mal Zeit hast. Ich glaube, Sie wissen warum. Die Zeit ist schon wieder fast gekommen. Absoluter Irrsinn. Mir kommt es vor, als hätte ich das gerade erst gefragt. What the fuck? Holy shit. So, Freunde der Sonne, jetzt gehen wir ins Bett. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich gehe jetzt noch ein bisschen WoW spielen. Ja, spätestens warten hoffentlich noch und haben nicht schon voll. Und dann würde ich sagen,
Wir haben doch noch ein Horrorspiel angefangen letztes Jahr. Ja, das war Amnesia, aber das war absoluter Scheißdreck. Das fangen wir mit Sicherheit nicht noch mehr an. So, Schluss jetzt. Dankeschön. Danke fürs Zuschauen. Triple A von den Moderatoren. Hashtag Strapse, Hashtag Brot. Ab in den Chat. Und wir sehen wir uns am Montag um 20 Uhr, beziehungsweise im Discord am Sonntag um 20 Uhr umeinander, wenn ich Ankündigung schreibe. Und jetzt schleichen sie sich davon. Kuss auf die Nuss. Habe Brot. Habe Brot. Wo? Schatz, das Land gewinnt. Kruzifix nochmal. Vorab ein schönes Wochenende. Ich wollte nicht kein Wochenende, aber heute, wir singen uns halt. Ja, gut, einmal. So. Jetzt bin ich gespannt, ob Stream beenden genauso lange dauert wie Stream beginnen. Was war denn das heute wieder? Das weiß kein Mensch nicht.